Ja, Timmy Boy. Da waren wir 3 Sekunden zu früh. Bin mir nicht sicher. Ich meine schon, aber jetzt meine ich, muss ich noch schnell eine bessere Hintergrundmusik hören. Wo ist denn, was haben wir, jetzt warte mal, wieso hören wir ihn selber? Ich meine schon, aber jetzt tu mich halt nicht selber hören. Wo ist denn jetzt, pass auf, Tavern Masters, das kann man nicht mehr. Das ist gut, ich weiß es nicht. Ich hab mich schon selber gehört, das heißt, ich bin da. Timmy Boy, Poppermann! Kriegst du dir daheim? Habe! Ja, das ist voll ungewohnt, wenn hinter mir kein Wind nicht steht. Bin ich ein bisschen verwirrt, das ist der Hall da, ist so stark, das bin ich nicht gewohnt. So, kriegst du mal einen Aufwand, mir nichts passiert. Habe die an den Raul Duke, an den Bernie, an den Feier, an den Forest Squad, an den Kratz, an den Sumpfel, an den Bastian, an den Robert De Niro, an den Mike, an den Sprenge, an die Freier, Entschuldigung, an die Leuchtrauschkugel, an die Verena, an den Anonymous Muster. Und überhaupt sowieso, jetzt war ja ganz gemütlich, das ist der letzte Stream vom Mini-Urlaub. Ich mache einen ganz gemütlichen, Kinder. Aber einen richtig unfassbar krass gemütlichen. Meine Damen und Herren. Ja. Urlaubsmode ist da, morgen müssen wir dann Vormittag durchhauen, aber da gehen wir sowieso früher heim, was ist das? Greenscreen, wo? Was Greenscreen, Timmy Boy? Ahnungsloser, Blätschmeier, sagen wir, den hast du nie einen Greenscreen gehabt. Mit dem Greenscreen. Das ist überhaupt nichts für uns. Wenn die Monitore haben, ein bisschen komisch. Ja, jetzt gefällt mir das besser, das kann ich in den Chat dann schnell lesen. Da. Fix mal, ja. Wo muss ich denn überhaupt sein? Wieso muss ich so weit rechts sitzen, dass ich mit da im Beutel bin, wo ich hingehe? Seit wann ist denn das? Ist doch sonst nicht. Ich verstehe nicht. Der Mr. Bernie schreibt schon das Richtige. Witcher 4 Besämpfung, Tech-Demo! Ich hab schon gesehen, der zählt nicht oben. Das ist halt nicht sehr unvoreingenommen diesmal, weil ich es mir natürlich auch angeschaut habe. Ist ja klar. Da. Schwarz schon wieder, was sind da wieder? Schwarz wieder 1000 Resubs einer. Welcome aus dem KCD1 Break. Extra gespeichert und ausgeschaltet. Wi-Fi, das lobe ich mir. Kurzurlaub zurück im Park, nein. War so oft in Rock im Park, das ist gelangt, bis ich ins Kistel eingerollt wieder. So viel schreibt. Jetzt habe ich ab Samstag Urlaub und der fette Trottel im Winter geht gar nicht Urlaub. Da hättest du mal Zeit. Was? Schau dir einfach einen Stream von vor 4 Jahren und du sollst werden. Nein. Und warum steht da ein Kanister? Ja, warum hast du eine Maske auf? Wie ist bei euch so als Wetter? Sandro, bis jetzt hat, das stimmt, also durch Niederbayern ein richtig narisches Hagel, Orkan, was weiß ich, was wieder kommen. Und ja, es wird schon finster und in der Ferne sehe ich auch schon Blitz und ich höre so ein bisschen Donnern, aber noch feit nichts. Was ist mit dem Kanister mit drauf? Es ist so einfach, es ist einfach so einfach, den Chat als Streamer zum Distracten, das ist wirklich faszinierend, wie dermaßen schnell das gegangen ist. Wie schnell das gegangen ist, Alter. Franz, merci für deine Zwiege. Ja, sicherlich. Schmidt-Max, merci für 46 Monate. Habe die Ehre, Birger aus dem Gewitter Epizentrum Schwaben. Hat mich kurz an so was da letztes Jahr erinnert. Im Ernst? So schlimm? Geht bei irgendjemandem schon irgendwas? Oh, ich hoffe, dass es in Grenzen hält. Ich meine, die ultra krassen Vollgasnarischen, die labern ja schon wieder von Baseball großen Hagelkörnern. Da frage ich mich schon, bis die Schuhe groß ist, das scheiß Baseball ist, ihr Trottel. Also ganz ehrlich, wenn es in 2-3 Stunden oder wahrscheinlich hören wir sie. Also wenn ich vorab gleich mal, wenn mittendrin der Stream weg ist, dann habe ich entweder keinen Strom mehr oder das Internet ist wieder hier oder sonst irgendein Mist, dann liegt es am Wetter. Na, dann komme ich aber heute auch nicht mehr. Sag ich gleich schon, wie es ist. Dann komme ich aber heute auch nicht mehr. Bis 8 cm Durchmesser soll es teils haben. Ja, ich habe noch keinen gesehen. Bis jetzt. Ich gebe einer 3. So, was ist mit dem Kanister da hinten? Schaut der nicht absichtlich platziert aus da hinten? Ich habe genau gewusst, dass keine 2 Minuten nicht da ist. Kanister! Kanister! Was mit dem? Was wird sein damit? Ambrosia ist drin! Ihr Kasperlköpf! Hat jetzt vorhin ein bisschen da, aber dann bin ich gespannt, wie lange das da dauert. Incoming, Saufmaschinen V2.0. Fast an! Der Regier kauft da an Kasten, der Rest ist auch an deinen Stream. Grüße aus Burgenland. Herr Fast, was tust denn? Jetzt hat's so ruhig angefangen. Kommst du dir da mit 30er, du Trottel? Merci dir! Kuss auf die Nuss. Was tut der Sack da? Es ist ja eine Reis! Ja, warte, ich kann mich hingehen, kann umhauen. Mr. Firestone, merci dir, es ist zu viel und du weißt es! Ja, ich mag eigentlich gar nicht so umeinander blären. Am letzten Tag vom Urlaub streiten wir nicht umeinander. Da ist eine Ruhe. Da fängt man sich bloß Zusatzarbeit ein mit so einem Scheiß. Jürgen! Fast 5 Jahre im Folge sind 59 Monate ist wirklich eine närrische Scheiße. Herr Jürgen! Kuss auf die Nuss. Merci für eine solch lange Zeit Loyalität.
Kuss auf die Nuss. Mehl und Wasser. Kriegen wir einen Kochstreet. Kann man nicht. Das ist Dünger. Ich habe ja von meinem Garten verzeiht, dass wir da was machen haben lassen und so und dass du jetzt, was ich. Und das da hinten ist Benzin. Also wenn du einen ChatGPT fragst, was kann man aus Dünger und Benzin machen, sagt er dahinter der Error oder du stellst die Frage so geschickt, dass er da sagt, was dann gemacht wird. Ja, genau. Aus Dünger und Benzin wird Koks, Mr. Darth Yoda. Richtig. Dass ich die Frage überhaupt stellen mag. Bürger, hau mal. Nächste Woche zum Playtest bist ja leider nicht da. An Community zockt zu Wildgate eine. Aber sicher, aber sowas von. Spätzeln mal Gem und ja mega nice. Ja! BTW du invert Isa haut. Raul Duke, das lese ich fertig. Da, by the way, Word an Isa, das ist nicht allzu weit weg. Auch noch nichts, aber bis jetzt. Aber ihr dürft es genauso sehen wie mir da. Da ich in Wolkerl, also gut, das sagt man nicht mehr, aber ich hab's immer gesehen, das Wolkerl vom Atomkraftwerk immer gesehen, aber haben wir mir nicht so weit auseinander. Sabrina, Dankeschön, Raul Duke, Dankeschön, Mario, grüß Gott, grüß aus Österreich, Hurenbrei, was? Hurerei im Blätschmerz. Ich weiß auch nicht warum, aber so bald ein Wort mit Hurerei anfangen, dann bin ich bei Hirnbrei-Batzletten. Frag mich bitte nicht warum. Ich weiß nicht, was da los ist. Raul, merci für den 10er Mario, merci für den 50 Sabrina. Habe die Ehre von der A10 Flachau-Winkel. Auch jetzt Zwack. Schau, dass du heimkommst, bevor es wieder kommt. Sabrina! Gib Gas! Gib Gas, liebe Sabrina. Schuhmacher, gib Gas. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. In Tölz ist noch Sonnenschein. Bei uns war es heute Nachmittag eigentlich auch ziemlich schön. Und ich denk so... Ja... Wann hat das letzte Mal der Wetterbericht gestimmt? Keine Ahnung. Wie ist der nächste Heisenberg? Ja. Sowas von. Ich gieß mein Gras mit Benzin. Timmy Boy. Wann war denn das letzte Mal? Wird mal wieder Zeit, oder? Was war das letzte Mal? Blättschmerz? Ich glaube vor Weihnachten. Normal machen wir immer, wenn ich die Woche drauf nicht da bin. Ich bin 3-mal im Jahr bin ich nicht da. Über Weihnachten, jetzt dann über meinen Geburtstag und den ganzen August. Bin ich nicht im Stream-Management unterwegs. Weiß ich, vielleicht haben wir ja mittlerweile seit einem Dreivierteljahr mal neue Leiterin, die noch nicht so seit 8 Jahren da sind und das nicht wissen. Zu meinem Geburtstag im Juni, nächste Woche, wie 30 übrigens, dann Zeit 26 plus nicht mehr, bin ich eine Woche nicht da. Und den ganzen August bin ich auch nicht da. Das ist so krass, dass das in 7 Wochen schon wieder Sommerpause ist absolut utopisch. Ich sag's so oft, langsam wird es wahrscheinlich auch langweilig oder vielleicht nervig oder keine Ahnung, aber es ist so krass, wie das in die letzten 5 Jahren angezogen hat, dass ich kein Gefühl mehr für Zeit habe und das einfach bam, 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 zack, Juni. Wir haben uns doch gerade beschwert, ich hab mich doch gerade in den Stream eingesessen und hab gesagt, ist übrigens Mai. Jetzt ist einfach Juni! What? Willst du wissen, wie viel ein Auto wert ist? Hallo, ich bin der Birger! Möchtest du wissen, was deine Weißwürste wert sind? Timmy Boy, ja, ich bin neu. Ja, das habe ich gewusst. Für dich habe ich es erklärt, Timmy Boy. Mein Mike, Stream-Ankündigung wo? Das kostet guten Nudel. Oh, das stimmt, scheiße. Fuck, ich hab's sogar schon tippt. Ich drück auf Enter. Ich drück auf Enter. Ich weiß, wurscht ist da schon, ja. So, zack. Hab ich nicht drohringt. Ich hab noch meine Pflanze alleine holen müssen. Das sind meine 2 Kleine. Das ist der Mr. Ice und der Mr. Hulkberry. Das sind die 2 kleinen B. Stingen aber schon wie die Großen. Die 2 Großen stehen da draußen, die haben schon die Großen. Du Babypflanzel! Frank. Ja. Kommt dann wieder der erste. Ja, Birger! Irgendwann, du rauchst nicht! Ja, ich habe auch mehrere schon gemeint in meinem Leben. Man braucht, um genauer zu sein, 94% Ammoniumnitrat, Düngemittel und 6% Diesel braucht man, kein Benzin, um ANFO-Buff herzustellen.
Herr Stürmlerkai, das war das erste Mal in 8 Jahren, dass wenn ich meine Donation-Texte moderieren darf, das war die erste Donation, die ich nicht durchgehen lassen. Kann jetzt durchaus passieren, dass der Stream gleich weg ist. Du Kasperlkopf, du Kreisliger. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du jetzt geschrieben hast, aber ist ja vollkommen wurscht. Aber das war jetzt nicht sehr schlau. Um ganz ehrlich zu sein. Okay? Mit dem ist nicht zu spaßen. Aber vielleicht kämen sie zu dir heim und nicht zu mir, weil ich kann ja nichts dafür, was du schreibst. Okay? So. Schön war's, gut war's, schade ist das gewesen. Schauen wir mal. Was jetzt auch nicht. Da hat der Spaß auch ein Loch. Da ist er ganz ehrlich. Und das meine ich jetzt auch nicht ironisch oder sonst was, sondern da hat der Spaß ein Loch. Das machen wir nicht nochmal, okay? Dankeschön. Naja, hier könnte Ihre Werbung stehen. Stimmt? Ja? Was? Ab 5 Euro kannst du da Werbung machen, was du willst. Aber bitte nicht für das, was der Stürmler-Keiger gemacht hat. Sprengi, das darf nicht mehr der Sprengi. Außer du hast es in normaler Chat eingeschrieben. Warte mal. Dann habe ich es nicht gelesen. Ja, ich weiß jetzt nicht. FBI ist schon, weil Sprengi. Ja, so. Du Vollidiot. Wobei, das sprengt ja eigentlich nichts, oder? Das ist, was tut denn... Das wird man sich ja in einer Stunde unterhalten dürfen. Ich meine, es gibt Nationen, die schmeißen das auf andere Nationen. Das geht hier um... Wer nicht weiß, um was das geht. Mit Sicherheit sitzen ein paar super Lost People daheim, die nicht wissen, was... Da, schon wieder Capricorn, ich check's nicht, was? Also, nochmal. Aus dem, was er da gerade gepostet hat, macht man Napalm. Okay? Und wenn du irgendwo in einen Baumarkt gehst und diese Sachen miteinander kaufst, stehen ein Bullen vor deiner Haustür, bevor du daheim bist. Und wenn du das in deine Chats schreibst, wie man für fucking Napalm macht, dann brauchst du ja nicht wundern, wenn Bullen an der Haustür klopfen. Zu Recht übrigens auch. Also ich unterstütze das. Wenn irgendjemand... Nix Napalm? Nein, ist nicht direkt Napalm. Ja, was dann? Klärt mich auf! Klärt mich auf, Sprengstoffmeister des Chats! Was ist dann? Irgendeine Bombenscheiße ist halt! Was ist dann? Napalm ist was anderes. Das ist Sprengstoff. Sprengstoff für den Tagebau. Nee! Das ist für Minenbauarbeiter und man darf es nicht mischen, aber man lernt es in der Schule. Das ist nah an der Palme. Ihr Vollidioten. Ruhe jetzt. Andi, merci dir. Hau der Chef, steht im Urlaub. Rage mal über den depperten Apple Mac. Das Hundsteirige drum, das haben wir doch schon hinter uns. Dass die 60.000 Euro Käsereibe kein Stecker nicht besser ist, wenn mein PC, der da steht. Oder den ich vor dem PC verkauft habe. Ja, egal. Schlecht für Gesundheit ist es auf jeden Fall, ja, das auf alle Fälle. Da brauchen wir uns aber nicht wieder. Timmy, na! Ring dabei. Werbung. Bürger. Leicht verdiente 5 Euro, Timmy. Prima immer Montag und Mittwoch um 20.00 Uhr. Schauen Sie rein und Hashtag Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Merci, Timmy Boy, Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit der Scheiße. Du Bürger, was ist denn eigentlich mit Split Fiction? Das ist eine gute Frage. Weiß ich noch nicht. Eventuell noch zwischen Mini-Urlaub und großer Sommerpause, da haben wir noch gute 6 Wochen zu füllen. Wie viel jetzt bei im Jahr wacht? Nächste Woche bin ich dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen sind es noch. Das heißt, es sind 14 Streams. Wenn wir noch irgendwas an einem Wochenende machen, haben es vielleicht 15, 16, weiß ich noch nicht, aber im Sommer tue ich das echt ungern, weil am Montag habe ich das erste Mal wieder gefühlt, alle Fenster zu, alle Scheinwerfer an und was weiß ich, was alles sehe. Am Schluss um 10:30 sitze ich da und schwimme in meiner eigenen Scheiße. In meiner außergeschwitzten. Pfui Teufel, geht die Kacke wieder los. Deswegen tue ich das am Freitag echt ungern. Da hab ich im Sommer, wie ihr übrigens auch, was Besseres zum tun, nämlich draußen am Balkon sitzen und ein Bier saufen. Das ist das Zeug, was in Beirut vor 5 Jahren den Hafen in die Luft gejagt hat. Ach, war das diese ungewollte Riesenexplosion, oder was ein paar Videos davon gegeben hat? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist. Es ist auf alle Fälle eine Anleitung für Sprengstoff und ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist, das zum Schreiben. So. Ich wollte es bloß gesagt haben, damit nichts passiert. Bitte Kinder, keine
Bomben bauen daheim. Und auch nicht danach suchen, wie man welche baut. Dankeschön. Ja? Der hat euch selber gefallen, der hat alle in einem Umkreis den gefallen. Einfach keine Bomben bauen. So einfach. Ja? Du musst dich auch nicht groß anstrengen, du musst nicht voll reinhauen, einfach keine Bomben bauen. Easy going. Was eigentlich mit dem Doom-Ende? Das Doom ist beendet. Da haben wir aber auch ausführlich darüber gesprochen im letzten Doom-Stream. Warum? Spielen wir eigentlich Doom fertig? Nö. Passt sie eigentlich auf? Werden die was sagen oder sitzen wir da bloß zur Gaudi her? Und da haben wir uns doch sehr ausführlich darüber unterhalten, warum wir Doom The Dark Ages nicht fertig spielen werden. Weil wir, glaube ich, erstens alles gesehen haben und zweitens, dass die ganze Zeit das gleiche ist. Und es spielt sich nicht so geil wie Eternal. Macht Spaß, aber nicht so viel Spaß wie Eternal. Warum? Tue ich mir nicht nochmal 3 oder 4 Streams und spiele das mit Gewalt durch, damit ich am Schluss das Doom-Ende gesehen habe. Und feststelle, das hat eine Geschichte gehabt? Verstehe ich nicht. Ich war da in der Spätschicht, passt, das lasse ich durchgehen. 22% waren wir durch, das stimmt. Weil ich gesagt 22, 24%, irgend sowas. Passt du beim Schleidern auf die Story auf? Ich glaube nicht. Vielleicht schaue ich mal immer zum Hineinkommen. Erstmal 2 Stunden lang nur die Intros von die lustigen Filmen an. Alex! Sorry, bin spät! RY bin zu spät. Möp. Vollidiot. Merci dir. Schöne Grüße nach Österreich. So, und wie jedes Mal im Blade-Schmerz, mir kommt es vor, als war der letzte erst 2 Wochen her gewesen, sitze ich nach 20 Minuten da und denke mir immer so, was haben wir mir da eigentlich immer 2 Stunden lang geschmatzt, Alter? Und dann macht es so, und es ist 10 Uhr und ich denke mir, was haben wir jetzt 2 Stunden lang geschmatzt? Wo ist denn diese Zeit gekommen? Verstehe ich nicht. Ich werde sterben vor Hitze. Wo waren wir? Jetzt? Ich habe sogar einen Pulli. Also so, jetzt ist es gerade nicht warm. Jetzt fällt sich nichts. Hauptsache ein End mit Happy End, das ist richtig. Du hast nicht alles gesehen, aber ja, ich würde es nicht mit Eternal vergleichen, aber der Flow war da. Ja, war ihm nicht. Das ist ja genau der springende Punkt. Das ist ja das Traurige. Wo der Flow aufkommt, ist der Shield Charge. Aber da das Ding sehr auf Nahkampf ausgelegt ist und der Nahkampf mit diesem Slowdown und trotzdem verwundbar sei und so weiter, ist einfach scheiße. Sagen wir es, was es ist. Ist einfach scheiße. Ich soll mir vorkommen wie ein Tank, ja, dann kriege ich aber nicht. Ich drücke einen Knopf, stehe Sekunden auf einem Pfleg und bin tot. Und weiß nicht mehr warum. Komischer Tank. Naja, spielst mir Ghost of Tsushima an. Wenn das neue gut ist vielleicht. Das sind nicht lauter so 50-Stunden-Schinken, das passt nicht in den Stream ein. Das wisst ihr aber, Leute, das wisst ihr. Das wisst ihr. Der Breitis, was ist da los? Möp, ist dir kalt? Hoch an Piolio, Möp, jetzt gleich kommt's. Naja, Franz, das kommt bloß der Alex. Das ist not how it works. Franz, merci dir, Breitis, merci dir. Timmy Boy, aufpassen, was diese, ja. Feuerwehr zu Feuerfeu! Bei DLR. Lang nicht mehr gesehen. Das fragst du mir, oder? Ich hab die ewig nicht gesehen. Mir sagt man die ganze Zeit im Internet drin. Feuerwehr zu Feuerfeu! Kuss auf die Nuss. Der Basti schreibt, nein, ich mein privat. Was? Ach so, privat? Weiß ich nicht. Sag mir nicht. Ich bin nicht so der Japan-Setting-Fan. Aber wenn es wahrscheinlich ein gutes Spiel ist. Was ich so gespannt, langsam aber sicher, dass ich offstream nimmer so viel spiele, wie es mal war. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Spiele haben sich jetzt krass geändert. Es kommt, nicht falsch verstehen, es kommt immer wieder mal ein richtig gutes Spiel. Da brauchen wir nicht schmerzen. Aber es kommt so viel Zeug, dass ich dermaßen mich voll geschissen fühle mit Spielen, dass ich erstens nicht weiß, was ich spielen soll. Und irgendwie das Gefühl habe, ich habe alles schon 1000-mal gesehen und 1000-mal gespielt. Ja, bevor ich jetzt gerade im Bones spiele, schneide ich mir lieber meine Haxen ab und spiele nie wieder irgendwas. Das ist, man hat schon zu viel gespielt, das ist das Problem. Das kommt nicht, nein, das stimmt nicht, weil sonst hätte ich nicht so viel Bock auf Kingdom Come 2 gehabt.
Ich hätte nicht innerhalb von 3 oder 4 Wochen 250 Stunden in Path of Exile reingeschissen. Das ist, und da habe ich denselben Gedanken schon gehabt mit, ich spiele Offstream nicht mehr so viel. Ich spiele Offstream immer noch, jeden Tag auf die Nacht, aber halt immer das Gleiche. Damit das ich jetzt Jahr ein, zweimal wechselt. Das ist LOL, das ist WoW, das ist, was ich selber gerne noch spiele, ist TFT und so weiter. Die letzten Monate, was ist Balatro spiele ich regelmäßig. Nein, den Night Rain. Habe ich gestern einen Spätzle dazu gebracht, dass es es kauft. Wird wahrscheinlich auch regelmäßig gespielt, bis man sich halt abgespielt hat. Das ist aber in Ordnung. Stefan! Endlich wieder moi agua das Gut, was soll das heißen? Foischen Tag und zur Foischen Zeit ist. Es ist mal an 5 wert. Was weißt du dann am Freitag um 2 Nachmittag wird? Stefan, merci dir. Bei dir ist es also, du bist auch schon seit 8 Jahren dabei. Deswegen komm ich nimmer Mir oft geht's dazu, dir gut, zuzuschauen. nur zur Zeit wegen Stress und komme ich nicht mehr oft dazu. Sorry. Ja, für das gibt es einen Nachschaussquad. Außerdem braucht man sich für das nicht entschuldigen. Wo kommt man da hin? Mir ist der Feuerwehrmann, Kuss auf die Nuss, sagt deine Kollegen einen schönen Gruß. Flix schreibt was. Ganz ehrlich, ich glaube, als ich jung war, waren die Entwickler einfach die heute in Rente sind. Und das, was danach entwickelt wird, hat einfach Fokus auf Maximum Money statt Maximum Effort. Ich glaube, ein bisschen was von allem. So alt sind die Entwickler, wenn man mir jung war, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber wenn wir Kinder waren, so alt sind die noch nicht. Und viele davon sind immer noch im Business. Immer noch. Nimm Morhaime zum Beispiel, ja, der Mitbegründer von Blizzard. Derjenige, der im Prinzip WoW miterfunden hat, der Warcraft 3 miterfunden hat, Starcraft etc. etc. Die entwickeln heute noch Spiele. Unter anderem das vorher erwähnte Wildgate, was das jemand geschrieben hat, werden wir einen Community zocken mal. Wenn es wieder frei verfügbar ist zum Spielen. Geht's mit der Retro-Reise wieder mal weiter? Ja, vielleicht irgendwann, warum nicht? Oleg, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, ein Birger ist jetzt immer im Hintergrund. Sechst du, so lange haben wir schon keinen Blättschmerz mehr gemacht. Da stehen 5000 Dr. Pepper umeinander und Wasserflaschen und einige Akkus liegen umeinander von den Gartenmaschinerien, die ich mir genehmigt habe. So, Baruki! Laut Wetterradar geht es in 1,1 bis 1,5 Stunden in Landau richtig ab. Oha, da bin ich gespannt. Es kann auch sein, dass wir uns da dann, ja, da ist dann so halb 10, das könnte dann auch sein, dass ich mich dann eventuell eine Viertelstunde früher verpiss, weil, weißt du eh, Frauen, Viecher und so weiter und so fort, die wird sich wieder in die Hosen eingeschissen und nicht, dass draußen wirklich irgendwas davor fliegt und ich krieg's nicht mit. Mr. VM! Merci für 24 Monate, exakt 2 Jahre. 2 fucking Jahre. Eureka! Merci dir. Schöne Grüße in die Schweiz übrigens. Eine Lakus, what happened? Es ist einfach, für den Einhell ist nach wie vor billig Schund. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Ich werde niemals meine Meinung ändern. Auch das neue Zeug ist billig Schund. Darum kostet nur ein Bruch. Annahme, dass wir KCD 2 alle DLCs zocken werden. Einschaltungszeichen wäre ziemlich geil. D. Der nächste, der jetzt mit dabei ist, aber nicht zu. Natürlich spielen wir die. Ich hab bloß gesagt, wir spielen den DLC, der da jetzt rauskommt, nicht sofort, weil wir gerade 15 Streams lang KCD 2 gespielt haben. Okay? Wir warten mal auf den zweiten DLC und spielen dann beide. How about that? Wolfric, merci dir. Stefan, nochmal merci dir. Ich fange mit den Zock-Streams heute nichts an, außer es geht in Richtung von TPF oder so. By the way, TPF, da kommt 2026 der 3. Teil raus. Ja, das hast du wieder nicht mitgekriegt. Da haben wir uns letztes Mal einen Trailer dazu geschaut. Ein gutes altes Bierger besenft, was du alles versammst, Meister. Was du alles versammst. Merci dir. Captain Tropic, merci für 19 Monate. So, jetzt machen wir mal die Alerts aus, sonst kriege ich da einen Vogel. Birger! Hat's da noch nicht weggeschwemmt? Viel Spaß im Miniurlaub. Herr Nocturne, merci dir. Nein, in Stunden soll es angeblich soweit sein, dass bei uns weit untergeht. Warte mal. Nein, ich höre noch nichts. Ich höre noch nichts. Da müsste die da mal das erste Mal seit 12 Jahren die Rollo aufmachen, dann kann ich da aus dem Fenster rausschauen und sehen, ob es regnet oder nicht. Ciao, Brother! Was ist denn das für ein Kanister hinter dir? Das ist das Upgrade zur obligatorischen Punika-Brunzflaschen. Ja. Da hat mir heute bloß noch nicht weggerannt. Orange ist ja, damit man es nicht so sagt. Wenn ich da nehme, was weiß ich. Merci dir. Michael Pein, merci für 17 Monate. Wo geht's hin, Urlaub? Nirgends. Und da haben wir ich hab mir im Garten was herrichten lassen, das hat ein wenig Geld gekostet, aber ich denke, weißt du was, jetzt ist der Heim auch schön. Nein, ist doch nicht, das ist einfach ein riesengroßer Dreghaufen, ich sag's wie es ist.
im Juni. Außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war das erste Mal vor 3 Jahren, glaube ich. Da haben wir das erste Mal in Urlaub geflogen. Und davor, glaube ich, war ich seit 15 Jahren nicht mehr im Urlaub. Das war dann ziemlich cool, dann sind wir ziemlich eskaliert. Wir sind dann im August sofort nochmal fort und dann vor 2 Jahren haben wir 3-mal im Jahr fort und letztes Jahr sind wir 2-mal fort und Ägypten. Dass ich jetzt mal Piano und ein bisschen runter vom Gas und so dermaßen zahn tut es mir auch nicht mehr. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die Schnorchelerei war geil, aber Ägypten hat es mir kaputt gemacht. Servus Birger, alles klar? Was du das überhaupt fragen magst, Lucky? Mehr als 31 Monate. Downlimit, mehr als 58 Monate. Servus Chefe, die Alt ist aus dem Haus, Freedom. Wie wär's mit Witcher-Trailer besempfen? Machen wir nachher. Wir werden aber nicht ganz so schauen. Ja, wie lange dauert der? Da glaube ich, dauert eine Viertelstunde oder so. Das ist zwei. Wobei, wir können einfach laufen lassen und ich sende da so hinein. Es ist ja also eine 50-50 Unreal 5.6 Demo. Ich glaube, das interessiert die wenigsten da herin, was ist super toll, wie die Technik funktioniert und so. Es gibt Leute, die interessiert, mich interessiert es auch, diese Foliage-Geschichte mit Nanite und bla bla bla. Die ermöglicht, dass man bam richtig detailliert darstellt und so, können wir uns schon schauen. Aber seid vorgewarnt, ich habe am Schluss keine gute Nachricht für euch. wer sich den Trailer anschaut von Witcher 4 und wieder so dumm ist, dass er mit dem Zeit in der Hosen dasteht und sich denkt, jetzt schaut das geil aus, das best Game ever. Und dann vorbestellt und Sachen kauft, dem kann ich da nicht helfen, Alter. Als war Cyberpunk. Das ist schon wieder 5 Jahre her, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, Cyberpunk. Cyberpunk hat er nicht 2,5 Jahre oder 3 Jahre braucht, bis er brauchbares Spiel war. Dann zugegeben ein richtig gutes Spiel war. Aber es hätte nicht nur 3 Jahre länger in Entwicklung braucht, damit wir es am ersten Tag spielen können, wie wir uns drauf gefreut haben. Stattdessen Rage. 3 Jahre später so mit, ja, ist ganz geil. 1 Jahr später, oh, leck, Witcher 4! Oh, leck, schaut das gut aus! Oh! Kauf! Das ist voll der Scheiß, wieso denn nur? Ich versteh's nicht. Ich riech's bis hierher. Bis hierher riech ich's. Dass das der gleiche Totalausfall wird wie Cyberpunk. Alles vollgeschissen mit neuer Technik in der Unreal Engine, die noch keiner ausprobiert hat, außer CD Projekt Red. Und die Leute, reden wir nachher, wenn wir einen Trailer anschauen. Magst du mal das Spiel Into the Dead, The Darkest auch anschauen? Je länger der Titel, desto schlechter das Spiel. So. Ich bestelle mir auch kein Spiel mehr vor. Was gelernt draus, Gott sei Dank. Bei mir ist das was anderes. Solange ich hier diese Streamer-Position habe, werde ich das nach wie vor tun. Damit ihr die Möglichkeit habt, ihr könnt es vorher bei mir anschauen oder bei anderen Streamern. Müsst ihr es nicht bei mir anschauen. Oder bei anderen YouTuber, andere Streamer, scheißegal. Da könnt ihr euch vorher, wie soll ich sagen, man kann sich die Spiele mittlerweile ja wunderbar vorher anschauen. Und es ist nicht so, als daten Spiele, wenn du das nicht vorbestellst, dass das an Tag 1 nicht kriegen. Digitale Ware geht nicht aus. Das war was anderes und ich war dabei. 2005. Ja. Da kämen Spiele aus, da stehst du um 12 Uhr vor dem Mediamarkt und wartest bis Release ist. Da kann es dir passieren, dass du keins kriegst. Ja, aber 2025, 20 Jahre später, nö. Und irgendwelche Behindi-Skins und 2 Tage früherer Zugang, damit du 2 Tage früher rausfindest, wie schlecht das Spiel und wie unfertig das ist einfach... Und wer wirklich CD Projekt Red, egal, die haben vor 10 Jahren Witcher 3 gemacht. Das war vor 10 Jahren! Das bedeutet, die Entwicklung davor hat vor 15 Jahren und noch länger angefangen. Diese Leute arbeiten da nicht mehr! Zum großen Teil, da bin ich mir sicher! Weißt du das nicht, dass Witcher 4 2026 richtig geil wird? Ich garantiere es dir sogar, dass es nicht wird! Niemals! Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Und dann spielen wir es. Wir spielen ja sowieso. Es ist wie... Ja, Paris Hilton ist so 2010, aber ist egal. Damals habe ich gesagt, Witcher 4 ist wie Paris Hilton. Schaut gut aus, hat einen Haufen Geld, kann aber nichts. Und ich riech's bis daher, dass das so ein richtig schöner... Stellt ihr Vollidioten, machen Hype, da steht ja Witcher drauf. Kauft es. CD Projekt Red Aktieninhaber hassen diese Aussagen. Ja, aber CD Projekt Red Aktieninhaber sind in der Regel auch geistig behindert. vor Release von Cyberpunk habe ich es noch verstehen können. Wie dann dieser Totalausfall gekommen ist, aber seit dem Zeitpunkt kann ich es nicht mehr verstehen. Nein, kann ich nicht.
Paris Hilton geht doch auf die 50 zu. Das kann durchaus sein, ja. Also, warte mal, schauen wir mal, wie Paris Hilton ausschaut. Was macht denn die eigentlich so? Paris Hilton. Paris Hilton. Holy shit! Was ist das? Brother, Warte, da muss ich umschalten, da muss ich direkt umschalten. Ne? Brother, Gut, jetzt bin ich da natürlich dreiviertel dem Dings herin. Scheiße, wie soll man mir dann besänft machen? Ich muss einen Greenscreen holen dann. Was ist das Scheiße jetzt? Brother, was sehe ich, Alter? Sag's ihm! Hä? Was sehe ich? Und ich mache mit mir Kleinen. Da. Müssen wir das dann noch so lassen oder ich weiß nicht, wie wir das dann machen. Da, warte mal. Glaub. Okay, ich nehme das, sie ist schön und kann nichts. Ich nehme es schön wieder zurück. Sie ist kreislich und kann nichts. Sie kann regelrecht gar nichts. Nicht mal schön. Ist das Haus in Malibu abgebrannt. Paris Hilton richtet Hilfsfonds für Familien in Los Angeles ein. Ja, sag mal! Gute Frau, was hast denn du gemacht? Was ist denn da passiert? Was ist, hat Depper, weiß ich nicht, hat Depper eine Drohne einfliegen lassen, oder? Das so in etwa habe ich es in Erinnerung. Das hat es damals noch kein HD gegeben, vielleicht habe ich es einfach bloß nicht gesehen. Ja, so habe ich es in Erinnerung. Da ist doch noch geschmeidige 25, oder nicht? Was ist das da? Da ist dann 26 und hat 27 Operationen im Gesicht. Und ein Schlauchboot. Ein Boot. Oh, Madonna ist auch gut. Wir kann man natürlich auch ein bisschen umeinander. Madonna. So hat Madonna ausgeschaut, ich glaube in den 80ern. So umeinander. So. Ja, aber schon lassen können. Ja, für die 80er 10 von 10. Da kannst du jetzt auch sagen, was du magst. Ob du dir Musi magst oder nicht magst oder sonst irgendwas. Aber. Oh, ich kann sagen, kommt sogar mit einer 12 von 10. Unterschreibe ich dir. Das lasse ich nicht durchgehen. Da kann ich mich nicht lustig machen drüber. Null. Die, wenn nicht scharf ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber, wenn's da. Was ist da passiert? Was ist denn das? Sag da! Es ist der Marilyn Manson, oder was ist da los? Warum hat's zwei Brezen links und rechts an die Ohrwaschel dran? Ich versteh's nicht. Ah, leck mich am Sack, du. Leck mich am Sack, du. Nein, das ist ja auch nicht in Ordnung. Von wann ist denn das? Ich weiß nicht. Steht ja nicht dort. Ich meine, die wird älter, ne? Natürlich schwitzt die bis unter, du weißt das eh. Aber man schaut halt, wenn man älter wird, schaut man halt irgendwann so aus. Aber halt nicht so! Like a virgin. Ich hab mir dein Gesicht aufgesetzt. Was ist der? Brother. Was ist denn mit ihr? Haben wir da nur ein paar so Kandidaten, die jetzt mir nur ein paar Namen her, das ist ja Wahnsinn. Das ist doch nicht echt, oder? Das ist doch hier aus irgendeiner Parodiesendung. Was ist denn passiert mit der? Schau mir die so. Bruder, schau mir die so. Was ist denn das, Alter? Da steckt doch ein anderer Mensch und die hat sie. Das ist der Hoggart, Alter. Das ist der Hoggart und der Hoggart mit einem Madonna-Kostüm. Zuckerwasser! Ja, sag mal! Pamela Anderson, stimmt, oder? Pamela Anderson. Pamela! Was? Also erst einmal, für alle unter 30. Das ist Pamela Anderson. Diese Frau zaubert Zelte in Hosen since 1989, glaube ich. Das ist eine ganze Zeit lang her. Die Frau hat das Wort Sexsymbol erfunden. 50 von 10 damals. Gib ihr am Riesimike auf der Stelle recht. Heute noch. Also das Beutel. Aber was mir jetzt schon ganz schön krass genommen hat, wie ich das da gesehen habe. Oh, ja, das ist also typisch Pamela Anderson geschaut an. Das war dann schon ein bisschen später. Das war, glaube ich, so 2000er.
So Barbed Wire Zeitpunkt. Oh, aber die ist ja wieder nicht kreislig. Aber die hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt schaut es so aus anscheinend. Pamela Anderson zeigt sich mit Bombshell-Make-up auf Instagram und sieht wieder aus wie in den 90ern. Welches dämliche Arschloch hat das geschrieben? Besuchen, das besuche ich jetzt. Glamour. Das ist aber, lest mal sowas, weiß ich nicht. Ich lese den Scheißdreck nicht, aber wenn wir schon dabei sind, ist ja vollkommen wurscht. Das ist also die nochmal. Also, ich bin nur Überschriftenleser, ja? Und dann schimpfen. Das kann ich, das ist mein Weder, das machen wir. Nochmal, also, damit du es auch richtig verstehst. Pamela Anderson. Da, hier. Das ist Pamela Anderson, so wie das bei jedem von uns, der älter ist wie 30, da herum drin ist. Da kommt die Glamour. Glamour. Pamela Anderson zeigt sich mit Bombshell Make-up, ich nehme mal an, das ist eine Marke, keine Ahnung, auf Instagram und sieht wieder aus wie in den 90ern. Nochmal? 90er Pamela Anderson? Glamour schreibt und sieht wieder aus wie in den 90ern. Und dann scrolle ich auf. Was willst du jetzt so sagen? Das mittige Bild von Promi-Flash ist das mit dem Make-up. Was? Wo ist da Promi-Flash? Wir kann man uns aber natürlich nur ein paar so Beauty-Tipps abholen. Da, hier Justin Bieber. Deswegen sorgt sein neuer Instagram-Post über Hailey Bieber jetzt für heftige Kontroversen. Wer sind denn, so bitte erklärt mir irgendjemand, wer sind denn die Leute, die also, ich muss mehrere Fragen stellen an dieser Stelle. Erstens, wer sind die Leute, die diese Artikel schreiben? Schreibt die überhaupt nur Leute? Oder ist das eine KI-generierte Rotze? Ist mir auch wurscht. Frage 2. Wer steht in der Früh auf? Macht sich einen Kaffee, holt sein Handy raus und denkt sich, jetzt schauen wir erst einmal auf glamour.de, was so los ist, Alter. What? Oh, schau hier, Justin Bieber hat einen Durstfredel seinen Helm auf. Schauen wir mal ein wenig, die anderen ein wenig geraucht oder auch. Justin Bieber. Deswegen sagt sein neuer Instagram-Post, ja, ich mag's wissen, Alter. Ich will das wissen. Wieso? Wieso? Heftige Kontroversen. Was hat denn da? Hat er's geschlagen? Hat er's abgestochen? Oder was hat denn da? Justin Bieber macht auf Social Media Werbung für Hailey Biebers Vogue-Cover. Wer ist Hailey Bieber? Bobber. So weit, so gut. Wäre da nicht die kontroverse Caption unter dem Post gewesen, die Justin Bieber aus guten Gründen nur wenige Stunden nach dem Post wieder gelöscht hat. Was hat er noch gerade geschrieben? Justin Bieber mag's nicht lesen, ich mag's nicht ganz lesen, weil es nur Clickbait scheiße ist. Aber jetzt mag ich's wissen. Auf dem Cover der US-amerikanischen Vogue, Glamour, what the fuck is this shit? Das ist der Traum vieler. Nein, ist nicht! Ist es nicht! Auch von Hailey Bieber. Hailey Bieber. Florian, jetzt wird eine 5,26 €, wir spenden schon irgendwann Lemminge. Illenpein, Test 2, mehr wieder die 2 Zwickel, Mr. DM, merci für 24 €. 2 Jahre mit Ups und Downs, wie das Leben so spielt, jedoch jedes Mal, wenn es heißt 20 Uhr habe die Ehre, ist die Welt ein klein wenig besser geworden. Auf unseren Bierger. Herr Mr. DM, wie Sie sehen, wenn wir mir Sachen besänften, gibt's keinen Donation Alerts. Die muss ich vielleicht irgendwann einmal einbauen. Vielleicht sollte ich irgendwann einmal einen Chat wieder einbauen. Das sind passieren die Sachen, weiß ich nicht. Das vielleicht. Ist mir scheißegal jetzt, leck mich am Arsch! Ich mag wissen, was in der Welt des Glamours los ist. Also so, Schnauze jetzt. Danke, Leute. Motto, Mr. Danke, Schluss jetzt. So, nochmal von vorne. Ich helfe das nicht, Leute, da müssen wir jetzt durch. Ich mag wissen, was alles los ist. Auf dem Cover der US-amerikanischen Vogue zu sein, ist der Traum vieler. Nein, auch von Hailey Bieber. Dieser Traum ist für die Beauty-Unternehmerin und Frau von Justin Bieber mit der Juni-Ausgabe des Fashion-Magazins nun endlich in Erfüllung gegangen. Du hast doch gerade was von einem Instagram-Post geschrieben, du Arschloch! Wo denn? Schon nach wenigen Stunden nach dem Posting war die Caption, die Fans von Justin Bieber und Hailey Bieber in Aufruhr versetzt haben, wieder verschwunden. Was hat er noch gerade geschrieben? Beziehungsweise durch eine ziemlich unangreifbare Aneinanderreihung von Emojis ersetzt. So, was hat er geschrieben? Er hat das geschrieben,
Dann hat er das geschrieben, dann hat er das geschrieben und dann hat er das geschrieben. Was soll man das sagen? Er ist geistig behindert, also alles beim Alten. Was hat er denn geschrieben? Jetzt könnte man fragen. Ja, man könnte fragen, aber keiner, irgendwie tut's keiner, glaube ich. Stolzer Ehemann, der seine Frau supportet, was gibt es da zu meckern? Nun, bei der Kritik, die Justin Bieber vor allem in den Kommentarspalten unter seinem Post erntete, ging es nicht um das Teilen des Covers an sich, sondern darum, was ursprünglich unter dem Post stand. Oh Gott, was hat er noch gerade geschrieben? Denn das kann man entweder als etwas eigenartige Couple-Liebessprache bezeichnen oder aber als verletzendes Oversharing einer sehr privaten Situation, das obendrein kein gutes Licht auf Justin Biebers Kommunikationsskills wirft. Ja, Grutzi, fix, was hat er denn noch gerade geschrieben? Ach, komm, Alter, muss ich Herr der Ringe lesen, dass ich außerfinde, was er geschrieben hat. Was ist denn das für eine Ohne Scheiß, wer sind die Leute? Die sollen die Scheiße lesen! Vor allem, was war's dann? Vor allem, ich frage mich, angenommen, wir übersetzen jetzt einfach diese Emoji-Scheiße da, was hat er geschrieben? Angenommen, der Justin Bieber hat geschrieben, ja, ich weiß auch nicht, du hast so ein Drumloch. Du meinst klar, also, was ist das? So. Ich mach's größer, damit sie auch sagt, was die Emojis sind. So. Und dann liest du das so. Ja? Du liest es dann so. Was denkst du dann? Was tust du jetzt mit der Information? Oh. Barbara Justin, Alter. Dann trinkst den Kaffee fertig, fährst in die Arbeit. Das erste, was deine Arbeitskollegen erzählst, du hast das von Barbara Justin schon gelesen. Ja, will ich das sehr drum anschlagen, das ist Wahnsinn. Das hat er auf Instagram geschrieben, ich bin der total. Wie inhaltslos muss dein Leben sein? Ich muss die ganze Zeit auf ihre Frisur da schauen. Ich bin ja auch keine Schönheit nicht, ja? Sicherlich bin ich keine Schönheit, ist mir aber auch wurscht. Aber Mode! Jennifer Lopez Nike-Sneaker haben die höchste Plateausohle, die wir je gesehen haben. Ich möchte mehr wissen. Was soll ich machen, wie hier? Starstyle! Die höchsten Plateausohle, die wir je gesehen haben. Darf man den Schuh wählen? Wetten abgeben! Wetten abgeben, ob wir den Schuh sehen dürfen! Ich will den Schuh sehen! Bis jetzt sehe ich bloß die rechte Seite vom linken Topf. Ah, das habe ich für euch da. War keine Absicht. So. Feuerwehrmann! Welcome to the Squad übrigens. So, Schluss jetzt mit der Rundonate-Reihe, keine Zeit für den Scheiß. Du kriegst einen Link zu ihrem Schuh auf einem anderen Promi-Klatsch-Portal. Geil. Dann suchen wir uns. Hoch, höher, dieses Statement-Sneaker von Jennifer Lopez. Von Arachnagamo. Die kann ich nicht gut finden, weil ich habe Arachnophobie. Entschuldigung. Schreiben die sonst noch so für wichtige Sachen? Starstyle. Katie Holmes Anti-Mantel-Look setzt auf den angesagten Jackentrend. 2025! Jacken voll im Trend. Okay. Der uns auch 2025 noch stilvoll warm hält. Dann hat es irgendeine Wolljacken. Ich haben es alle ins Hirn geschissen. Es gibt wirklich Leute. Diese Glamour-Seiten, die gibt es ja bloß, weil es irgendwelche Leute lesen. Wer sind die Leute? Ich möchte jetzt wissen, wer diese Leute sind. Dieser Stream ist mal wieder der Beweis, dass hier jeder Bullshit funktioniert. Ja, jetzt steckt man schon knietief drin, Leute. Knietief steckt man drin. Offi, messe wieder Euro. Schaut einmal, Amanda Bynes. Oh, da haut's dann Vogel aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist. Aber wir schauen mal. Amanda Bynes. Wer war denn das gleich wieder? Ah, ja. Ja, man kennt ihr Gesicht, Was? Amanda Bynes. Neustart auf OnlyFans nach turbulenten Jahren. Ja, so nicht. Na, so nicht. Und die allerbeste Idee. Okay. Ja.
Fake-Lick. Pass auf. Jetzt kommt der Obersexisten-Bierger. Obacht. Frauen hassen diesen Trick. Aber Männer deren sowas nicht. Also, je mehr ich jetzt da Frauenhass von Frauen fange, desto mehr bestätigt wie ich. Und zwar, da kann ich das nicht größer machen jetzt, das ist jetzt bei so Acht. Frauenlogik. Par excellence, es gibt nur wenige Beispiele, die so gut sind. Frauenlogik. Jetzt schaust du mal die alte an. Hat da irgendwas gemacht? Nein. Dann schauen wir uns. Warte mal. Nein, da sieht man es nicht so schön. Da sieht man es schön. Ja, da sieht man es schön. Dann denkt sie sich so. Ja, das glaubt noch nicht. Nein, das glaubt noch nicht. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Irgendwie, meine Augenbrauen sind irgendwie zu fett. Weiß es auch nicht. Nur ohne Schminken, das macht keinen Sinn. Und immer wieder ohne Schminken und irgendwann wird das ohne Schminken zu blöd. Und dann kommt die Frau auf die Idee. Ja. Erst rasieren wir es ab. Und dann. Und dann tätowieren wir uns eine 2 Finger dicke Dachlatten ans Hirn ohne tätowieren lassen. Zack! Warum? Da muss ich meine gute alte, allseits bewährte Grundfrage stellen. Warum? Zack! Ja, ich fühle mich wohler so. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Nicht ganz sauber bist! So ist! Nein, das ist so ist! Ja, aber nicht ganz sauber bist! Ja, ich hätte nur eine Idee, wenn wir schon dabei sind. Ja, tätowieren wir nur irgendeinen Scheiß ins Gesicht. Das ist so geil eigentlich. Was heißt aufregen? Damit wir mir was zum Aufregen haben? Na, es ist nicht aufregen. Ich find's abgrundtief lustig. Wie dumm man sein kann. Es ist nicht aufregend, es ist Entertainment. Das ist absolute Belustigung. Es ist Gold. Pures Gold ist es. Schau dir das Battle an. Schau dir das Battle an. Da. Nochmal. So hat's angefangen. Hey, Mr. Vichasist, ich kann es nicht mehr aussprechen. Nein, die haben noch zu dünn. Mach das bitte so. Mach einen Finger dick drauf. Plus 6 auf Logik. Witch Assist, der für dich zusammenwischt. Shakira schaut noch gut aus. Schaut Shakira noch gut aus? Weiß ich nicht. Warte mal. Shakira. Ist das das aktuelle Battle? Ja! Die schaut nicht aus, wie man es erwartet. Gut, die ist wahrscheinlich auch schon 50, keine Ahnung. Auch nicht mehr die Jünger. Aber ja, da finde ich keine Battle nicht, da wo ich mir denke, jetzt warte mal, wir haben nur eine Battle, das das Internet niemals vergessen darf, ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie man es schreibt, ich glaube so. Ich such's. Oh, wie viel Filter möchten Sie über Ihrem Bild haben? Ja! Das ist das nächste Geile. Ich hab so viel Tusnellas über die Jahre halt auf Facebook zum Beispiel, woanders kriege ich ja sowas nicht mit. Über Facebook in der Friendlist und so weiter. Und auch wenn sie sich dann gegenseitig kommentieren und so, Scheiße, ist so geil. Dann sind dann Leute da, so, wo ich definitiv weiß, wie die heute ausschauen. Und dann posten sie Fotos von ihnen, machen halt so Selfie-Scheiß und hauen da so viel Filter drüber, dass die,
Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Stream da so richtig gut sieht, aber das ist auch alles vollgeschissen mit Filtern. Das ist so eine allglatte Scheißhaut, dass schon das ausschaut, als wärst mit einem weichen Radiergummi in Photoshop der Kreis rundum gezogen. So schaut das aus. Und die meinen, das merkt man nicht. Es ist so geil. Wahrscheinlich merken sie es aber heute wirklich nicht, weil die machen ja das bloß an einem Handy und das ist Display so winzig mit einer Ultra-Todesauflösung. Hauptsache aus 800 € scheiß iPhone, aber das Like gibt, das ist am PC anschauen und das Bild groß singen und dann merken sie, ja, du schaust aus wie, wenn ich da jetzt mit dem Weichzeichner Wischfinger eine Viertelstunde lang im Kreis rundum gefahren war. Weichzeichner des Todes auf Doom, ja, genau so schaut's aus. Avril Lavigne, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, warte mal. Avril Lavigne. Ja, gibt's mir überhaupt keine Reihe. Es ist ein verdammter Dämon! Doch nicht von jetzt, oder? Das ist unmöglich. Das sind doch keine Battle von jetzt. Halt doch dein Maul. Das schaut genauso aus wie vor 25 Jahren. Bist du behindert? Das schaut wirklich aus wie vor 25 Jahren. Das glaube ich, da ist nur ein Kind. Ja, so. Also, es gibt da nur normale. Hm? Unscharf. Also das Battle. Ja. Richtig scharfe Prisen. Ja, kann man schon mal einen Zehner raushauen. Auf OnlyFans. Und so, wie genau sind wir jetzt eigentlich? Wie genau? Moment mal kurz Recap. Wie genau sind wir jetzt eigentlich da gelandet, dass ich mir gerade Battle von der Avril Lavigne anschaue und mich frage, ob die noch jung oder alt ausschaut? Carmen Electra. Den Kenner. Da weiß ich aber noch einen guten, das habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut. Aber ich habe schon mal nachgeschaut, hast du gesehen? Tatsächlich schon hin. Nur absolute Pro-Gamer wissen, wer das ist. Nur Pro-Gamer wissen, wer das ist. Ah, das ist so mittelalt. Da glaube ich, war es so alt, wie ich das letzte Mal geschaut habe. Was ist es? Bitte Birger googeln. China-Wild. So. Habe ich kurz gebraucht. Das ist sehr lang her. Jetzt muss ich bloß schauen, dass man da nicht irgendein Battle durch Zufall durchscrollen, das vielleicht problematisch ist. Aber normal nicht. In der Google-Suche normalerweise nicht. Ja. Ich glaube, was wir jetzt lieber mal wieder machen wir lieber wieder so. Ich mache doch Dokumentarfilme, oder? Ja, immer noch. Ego. Mittlerweile bei Teil 88. 88, 89, 90. Kommt als Trio. Diesmal wieder Grotstein da. Nur die farbende Hand kann da Nein sagen. Avril Lavigne ist toll, habe ich in meiner Lehre gern auf dem CD-Player gehört. CD-Player? Fräulein Glückskatze, dann bist du auch fähiger, als ich das jetzt mal angenommen habe da. Ja, die Micha, meine erste Sehenschein nicht. Ja, mit der KDW Entertainment, oh ja, die guten alten Dokus über die Wildnis, ja. Heather Brooke habe ich letztens auf Reddit wieder gesehen, If You Know, You Know. Da weiß ich jetzt seinen Namen gar nicht, warte, schau jetzt so schnell. Na, da kommen so viele verschiedene komische Battle von verschiedenen Personen, dass ich nicht weiß, auf wen es hinaus möchtest. Aber ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, was du meinst. Ist doch nicht. Ist doch nicht. Die Glückskatze ist 34 und wird am 19.06. 35. Ich sag das jetzt nicht, wie es ist, aus irgendeinem Grund. Frag mich bitte nicht, wieso. Vielleicht an der Art und Weise, wie du schreibst, was du schreibst. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich kann ja immer nur mutmaßen, wie die Leute sind und wie es ausschauen, die hinter einen Namen im Chat verbirgen. Nur die wenigsten weiß ich, wie es ausschauen. Und ich habe mir irgendwie das Gefühl gehabt, du bist unter 20. Frag mich nicht, wieso. So eine liebevoll gemeinte Naivität herauslesen zu können. Weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll.
Hey, bei mir wird es auch wieder 4 davor, ja, das möchte ich mal hoffen. Okay, es ist nicht wieder negativ, oder, aber auch nicht positiv, also einfach nur neutral, es war einfach nur so ein Gedanke. Oder dass du Mitte 30 bist, das habe ich nicht gemeint. Frag mich nicht, warum, das macht auch überhaupt keinen Sinn, eigentlich ist scheißegal, wie alt wie er drin ist. Ja, stimmt nicht ganz, aber 18 soll jetzt der drin schon sein. Manchmal passieren Dinge. So, wie genau sind wir jetzt eigentlich da in der Glammarkt? Aus irgendeinem Grund hat es aber Spaß gemacht. Katie Holmes, Anti-Mantel-Look setzt auf den angesagten Jackentrend. Ist so geil, ey. Du kannst Leute mit so viel Scheiße verarschen, es ist so geil. Es ist Winter, die Jacke ist im Trend. Schreib mal einen Artikel drüber. Halt doch dein Maul, du. Irgendwie habe ich das Gefühl, sowas sollte man öfter mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, sowas sollte man öfter mal. Das machen wir sauber Zeiten. Jedes Mal im Blade-Schmerz fällt mir irgend so ein Scheiß ein. Und ja. Und jetzt nur die selber googeln, ich glaube, dass du da nicht viel findest. Da bin ich ein zu kleines Würstchen. Oh, tatsächlich bin ich gar nicht mal schon hin. Was ist da los? Damit es sagt, dass der Heiter Painbierger ist da auch dabei. Ja. Spotify, mein Logo, da ist der Heiter Painbierger. Was ist das? Also von Facebook irgendwas, da ist was für YouTube. Dann eine Taschen, Lutze Tote. Weiß ich nicht, wo ist ein Heisel? Bierger-Merch. Dann haben wir da noch Bierger YouTube, Bierger Facebook, Bierger als Pirat. Und ganz viele andere Biergers. Keine Ahnung, wer diese Biergers sind. Sind keine OG-Biergers. Ja, keine OGs. Der Handtaschenbierger. Ja. Was auch immer das soll. Aber jetzt jeden Samstag um 15 Uhr perfekt zum Sägebaggeln, Bürgers Glamour Stunde, der neueste Ratsch und Tratsch. Ja gut, geil. Sag das nicht zweimal. Sag das nicht zweimal. Ja, weißt du, an was mich das gerade erinnert hat? Kennt jemand Serdar liest Bild? Aus irgendeinem Grund hat mich das gerade daran erinnert. Das hat er ganz genau so gemacht. Sollen wir das einfach... Also, mal jetzt bedanke ich mich erst einmal, Herr Bayermesser, für den Euro. Also, wenn es dir um erschreckende Schönheit zu Pissfusch geht, dann schau dir jetzt ganz objektiv den Glöckler früher 90er und heute an. Die Beitel kenne ich. Die kennt jeder, glaube ich. Merci dir. Schluss mit der Rumdonnerei jetzt. Samstag, 15 Uhr ist Bundesliga. Ja, sieh, am Samstag stream ich ja nicht. Das sage ich dir gleich schon, was ist. Aber, was ist denn mit Amazon und deine T-Shirts rausgekommen? Läuft immer noch. Die wehren sich mit Händen und Füßen, die Wichser. Serda fährt Auto, war auch was. Das weiß ich nicht mehr. Doch, weiß ich glaube ich schon, aber ich wusste, dass das ein ganz Format ist. Aber... sowas kann schon ganz witzig sein. Man müsste sich bloß die richtigen Seiten... da mehr ausnehmen. Jetzt warte mal. Wir nehmen uns einfach... Warte mal, Ordner hinzufügen. Ich nenne das jetzt mal TAF. Kennt jemand TAF? Ich hab gelernt, was TAF ist. Letzte Woche, wie ich 2 Tage krank war. Ja, Kruzifix, Alter. Das ist das fernsehgewordene Format von dem, was wir da gerade gelesen haben. Und dann guckt man da einfach mal ein bisschen durch und so. Und dann kommentieren wir die Scheiße. Das tat mir unbandig viel Spaß machen. Man müsste bloß verschiedene Seiten halt so finden, wo das passt und so. Täglich aktuelles freches Fernsehen. Conny räumt den Spielplatz auf, was? Ich kenn's, hab ich damals auch geschaut. TAF gibt's halt immer noch. Oh Gott, TAF, also das ist eine geistige Vollverblödung, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich schaue nie Fernsehen, nie. Also außer, nicht einmal zum Bett geht. Selbst da läuft YouTube oder irgendwas anderes. Aber letzte Woche bin ich halt 2 Tage lang umeinander gelegen, was ich seit 15 Jahren nicht mehr da hab. Und hab Fernsehen geschaut. Und das ist halt einfach gelaufen, weil es mir einfach wurscht war. Da war noch ein Feiertag und dann haben ab und zu auch ein paar Filme gegeben und so. Das habe ich einfach laufen lassen, habe wieder geschlafen, gelaufen und immer dazwischen ist Werbung gelaufen und ein paar so Sendungen. Ich bin da geguckt, aber das darf nicht die Wahrheit sein, oder? Wer heute noch Fernsehen schaut, dem müssen wir zum Helfer, Alter. Dem müssen wir zum Helfer. Dem kannst du nicht helfen. Grandlerbord, der Kamera wackelt ja wie das Gemächt eines sonnengereiften Mannes im Naturkleid. Wenn ich da auf den Tisch schaue, schon, ja. und im Blättschmerz hauen wir oft einmal auf den Tisch. TAF war damals schon Schmarrn, ja, natürlich. Es ist halt wirklich so über dieses Promi-Gelaber, ich find's halt so geil dumm. Es ist einfach nur
wen interessiert denn das, Alter? Sag. Wen interessiert denn das? Und trotzdem müssen wir einen Rundfunk zahlen. Ja, nicht für Pro7, du Affentyp. Am besten ist D-Max mit den Goldminer in Australien. Das verstehe ich nur einigermaßen, warum man sich das anschaut. Aber warum möchte ich denn wissen, was der Justin Bieber für eine Scheiße auf Instagram postet? Wen juckt denn das? Ich kann nicht auf Instagram gehen, verdammt. Weil ich meinen Account immer noch nicht hab. Mein Facebook-Account habe ich wieder. Aber mein Instagram-Account nicht. Stefan! Das perfekte Format für Aufleben des alten Streamtermins. Freitag um 2 gibt's Klatsch und Tratsch mit Biergers, trinken wir miteinander eine Tasse Kaffee und schmerzen wir stundenlang seine Scheiße. Kannst du mal so ein 90er Werbungsreact machen? Da gibt's ein paar YouTube-Videos dazu, gell? Brit. Brit, der Tag. Der hat bei mir aber gesagt, die heißt nicht Brit, sondern die heißt Brit. Stefan, merci dir. Tja, Justin Bieber versus Bierger 1:0. Wieso? Wo? Weil er einen Instagram-Account hat. Ich hab auch einen, der heißt Bierger Bämsel. Ich hab sogar 2. Da steht 2-1 für mich. Aber, jetzt pass mir auf. Das Ding ist sowieso schon ein paar Tage. Jetzt Ruhe, jetzt wieder einer Scheiß-Donnerei! Achtung, True Story. Kommunionsessen meines Cousins, mein Bruder sagt, er sei absolut erwachsen. Ich blicke ihn ernst an und sage einfach nur Penis. Er bricht im Lachen zusammen, erwachsen, ist klar. Das hast du jetzt gesagt, das schreibe jetzt zu meinem 20er dazu. Wolfric, was machst du? Stop it! Merci dir, aber stop it! Kruzifix. Irgendjemand, der von sich behauptet, er ist erwachsen, mit dem mag ich nichts zum Tor haben. Mag ich nichts zum Tor haben damit. 90er Werbung, Alkohol, Kippen und Weiber, schön was. Ja, war auch schön. Auf Pro7 schaue ich nur Simpsons, sonst nur Sky. Hab Zweitkarte vom Nachbar. Das darf ich auf alle Fälle reinschreiben. Das ist eine gute Idee. Ich bin überwachsen vielleicht. Ja, ich bin auch ein bisschen drüber gewachsen. Bürger News, aktueller Tratsch und Klatsch. Jetzt mal so wacht. Da müssen wir uns vielleicht sowieso einmal unterhalten. Ich habe vorher schon angefangen, so, ich spiele nicht mehr so viel in meinem Offstream-Dasein. Wenn ich jetzt nicht in die Hosen scheißen, werden wir weiterhin Spiele spielen, ja? Also, und das hauptsächlich. Ist ja sowieso klar. Aber natürlich überlege ich irgendwie, ist es auch immer das Gleiche. Ihr kennt mich, immer wenn ich sehr lange Zeit immer das Gleiche mache, dann wird es irgendwann nicht direkt langweilig. Der Stream wird nie langweilig, weil es immer anders ist. Aber man überlegt sich natürlich so, was kann man mit dem Stream noch alles so anfangen. Ich mag aber ums Verrecken, möchte mich weigern, solange ich irgendwie kann, dass man irgendwelche behinderten Reaction-Videos macht. Ich hasse es. Nur dazu, ich reagiere auf Montana Black. Ja, toll. Natrium reagiert da mit Chlor. Und dann explodiert's. Was reagieren, Alter? Verstehe ich nicht. Kustelmilch, mehr als für den Zwiebel. Scheiß Donations. Sie fix mehr als dir. Mr. Kapoten, mehr als für 14 Monate. Männer werden nicht erwachsen, die Spielzeuge werden nur teurer. Richtig. Absolut richtig. Bierger beim Schnaufen, wird schon langsam langweilig. Ja, so ungefähr. Erwachsen, das bin ich, wenn ich tot bin, noch zu früh. Ammoniumnitrat reagiert auch mit Diesel. Später mal. Bürgers Promi-Batzletten. Bürgers Tagesschau, was macht Söder heute? Lies mal die Nachricht von Lea. Wo ist Lea? Lea, das tue ich ausnahmsweise, weil ich weiß, dass der Lea ihre Nachrichten in der Regel pädagogisch tatsächlich wertvoll sind. Und kein absoluter Dünsch. Lea, du musst es nochmal schreiben, ich finde dich nicht. Wo bist du denn? Ich finde dich nicht, normalerweise bist du immer lila. Da ist der Heite Painbürger, ne? Das wird nicht gewesen sein. Wo ist denn? Da ist. Du hast der Instagram noch nicht, habt ihr da die Bilder von der Grabung geschickt. Und es steht seit Samstag gelesen, da. Wer hat das dann gelesen? Lull. Was? Okay, Moment. Es kann. Jetzt pass auf. Das ist eine interessante Feststellung. Mein Facebook-Account habe ich wieder. Da komme ich auch in den Admin rein. Und ich komme auch in das Meta-Business-Konto rein. Mit dem Meta-Business-Konto ist mein Instagram-Konto verknüpft. Damit ich aber in mein Instagram-Konto hineinkomme, muss ich mich anmelden. Und das kann ich nicht, weil ich mein Passwort nicht zurücksetzen kann. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wie ich auf mein Postfachel gedruckt habe, dass die Nachrichten als gelesen gelten. Das war nämlich am Samstag, wo ich das gemacht habe.
Das war der letzte Facebook-Link, den ich per E-Mail gekriegt habe, nach der 5. Aufforderung von meiner Anwältin, dass wir dir einen Link schicken sollen. Den ich aber schon lange gehabt habe. Weiß nicht, warum sie mir den wieder geschickt haben. Ich habe es probiert, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich so dann endlich einmal in mein Instagram-Konto ein, aber das scheinen sie nicht zu verstehen. Aber gut. Aber nein, ich habe noch nicht gelesen von der Ausgrabung. Aber ich habe mal ins Postfach reingeklickt. Das weiß ich, weil ich sehen wollte, ob das geht. Da habe ich gedacht, du hättest dein Insta wieder. Nein. Aber war zwischendrin in der Story nicht wieder drin, dass es einen Stream gibt, als letztes Mal bei Blacksmith. Ja, ich kann ja über dieses Facebook-Admin-Ding ja Stories posten. Vielleicht ist da aber aufgefallen an dieser Story, dass unten kein Button nicht drin war. Warum nicht? Weil man den am PC nicht hinzufügen kann. Ich bin nicht immer... wie soll ich das erklären? Ich kann mich nicht in mein Instagram-Konto nativ einloggen, aber mein Facebook-Account ist Account Manager von dem Instagram-Konto, habe aber nicht vollen Zugriff aufs Instagram-Konto, weil es halt nicht meins ist. Sondern mein Facebook-Account verwaltet das Instagram-Konto. Das heißt, ich habe abgespeckte Funktionen in meinem Instagram-Konto. Ich kann es nicht ganz hernehmen. So. RTL 2 war damals noch schön. Reagiere, aufnehmen. Was? Metal, Leute. Nagi super Nudelwasser. Was? Spoiler. In Niederviehbach knapp unterhalb Wörth fallen die ersten schweren Tropfen und es rumpelpumpelt. Rumpelpumpelt. Bugs! Mir ist wieder 12 Monate. Nachschau-Squad. Was Nachschau-Squad? Das ist schon wieder 5 nach 9, ja, natürlich. Was ein Bullshit bei Meta. Also, das ziehe ich mir jetzt auch gerade nicht aus der Nase. Ich tue mich gerade so schwarz zu mir erklären, weil ich mich nur kurz damit befasst habe, gespannt habe. Das ist ja sehr eine Behinderten-Scheiße. Und habe alles wieder zugemacht. Also, schickt zwar nichts auf Instagram und auch nicht auf Facebook, ich lese es nicht mehr. Ich sag's euch freiwillig, was es ist, ich lese es nicht mehr. Es ist ja sehr ein Haufen Scheiße, das ganz aus ist. Ich nehme es bloß noch jetzt zum Blödsinn posten, wenn ich mit dem Handy, vor allem mit dem Handy dann wieder reinkomme zum Stories posten wenn da einmal irgendein Video kommt oder wenn halt die Stream-Ankündigungen sind und wenn sonst irgendwas ist. Und so für mehr mag ich meinen Facebook-Account auch gar nicht mehr zurückkommen, sag ich dir, was ist. Sondern ICQ, nein, Discord. Zum 1 Millionsten Mal, wir haben einen Discord-Server, der ist auch sehr belebt, da ist jeden Tag was los. Wir haben verschiedenste Channel, wo man sich über jeden Scheißdreck unterhalten kann. Da haben Leute, die haben richtig viel Ahnung von den verschiedensten Sachen, helfen sich gegenseitig und da sitze ich auch drin. Ich hör bloß zu. Helfer kann ich da kommen, aber ich hör zu. Lösch und neu? Herr Luxor, ich zahle doch meiner Anwältin nicht x hunderte Euro, damit ich dann meinen Facebook-Account wieder zurückkriege nach dem Hack und dann löschen. Und ich lösche doch nicht meine, es sind nicht viel, in dem Sinn haben es schon viel, aber verglichen mit anderen Sachen ist es nicht viel. Ich lösche doch nicht meine 40.000 Facebook-Follower und 25.000 Instagram-Follower. Bin ich blöd oder was? Kann es gleich bleiben lassen. Das gehört bis zum Börsengang. Ja, Herr Karl, da hast du absolut recht. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert mit Discords Börsengang. Das ist der Anfang vom Ende, das garantiere ich euch. Bin sogar am Überlegen, wenn man am Anfang welche kaufe. Nimmst einen Hype mit, die erste Woche, verkaufst wieder, passt. Die besten Anwälte werden sich geholfen. 5 Nase. Machst du eigentlich noch was mit deinem Mini-Kanal? Hab dank dir damals angefangen und bemal gerade meine gesamte Hero Quest. Hab ich keine Zeit nicht. Also im Sommer sowieso nicht. Über den Dezember habe ich ein bisschen angefangen, was heißt angefangen? Ich habe eigentlich fast fertig. Hab den Dreadnought fast fertig gemacht, habe sogar mit Videoaufnahmen dazu begonnen, aber ich habe so mit aller Gewalt keinen Bock mehr, irgendwelche Videos zusammen zum Schneiden und zu vertonen, weil ich es schon zum 1000. Mal gemacht habe. Keinen Bock mehr habe. Vielleicht kommt mal wieder irgendwann was, ja. Steht da auch drin, was ein Birger sein Lieblings-Pokémon ist? Meins ist Glurak und neuerdings Zorak. Das ist so hübsch. Und das meine ich, deswegen habe ich mir nicht gedacht, dass du eine Mit-30erin weiblich bist. Ich frage mich nicht warum, aber ich finde es lustig. Frank schreibt, Birger aber drin, du hast bei dir gehabt, bei mir nicht bloß geschüttet. Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht draußen. Ich sitze die ganze Zeit da. Dann schickst du den Bahako zum Schneiden. Bahako, ich brauche einen Cutter. Leute, ich brauche jetzt fangen wir so, oder was? So, ich brauche einen Cutter. War nicht zu ernst? Ich brauche einen Cutter für How-Tos. Wer kann's, wer macht's. Bewerbungen im Discord. Am besten mit Bewerbungsvideo. Bau mein How-To-Leberkas in eine moderne Version um. Gleicher Stil. How-To-Stil. Schick's mir. Wenn's gut ist, los geht's.
kann's nicht, habe auch keine Zeit. Sagst du das? Ich kann's nicht und mach's auch nicht. Fragen Henno seine Leute, dann frag mal meine Frau, die hat den gleichen Bäcker mit Pokémon. Was ist denn? Ich hab doch nicht so viel Glück. Meine Frau interessiert sich scheißlich fürs Zocken. Aber gut. Das kann interessant werden. Such den Supercutter. Gesundheit. Und dann, wenn du Cutter werden willst, dann gibt's wieder How-Tos. Ich schreibe, ich vertone, du schneidest. Und dann wird der Gewinn wieder aufteilt. 50-50, fertig. Oder du schreibst dazu, was du haben möchtest dafür. Und ich rede von Geld. Nicht von 0,0, kann man die mal treffen irgendwo oder irgendeinen behinderten Scheiß. Ich brauche keine Fanboy-Cutter, ich brauche einen Cutter, der Karten kann. Das sage ich auch lieber gleich einmal dazu. Geht das Karten auch mit einer Schar? Ja, kannst du probieren. Luki, merci für 62 Monate, Bugs, merci für 12, Marvel Maniac, merci für den Zwickel. 10 noch ist und sagt man. Stimmt, 10 noch 9 ist. Aber was mir jetzt einmal mal erkannt ist, schließen wir mal das Thema ab, was wir da jetzt gerade gehabt haben. Dass man zwischendrin einfach einmal ausprobiert, was man mit dem Stream noch so machen kann. Und vielleicht muss ich einfach einmal über meinen eigenen Schatten so ein bisschen umspringen und sagen, ist doch scheißegal, Birger besänft ist auch nichts anderes wie ein behindertes Reaction-Video und eigentlich macht mir das sogar ziemlich Spaß. Ich habe mich vorher schon wieder dabei erwischt, diese Scheiße da zum Lesen und bin halt sofort gefühlt, bei dem es zumindest auch in meinem Element. Ich liebe es, mal so einen Schwachsinn zum Kommentieren und sich darüber lustig zu machen. Keine Ahnung, ob ihr da Bock drauf habt. Das kann man einfach mal ausprobieren. So diese Klammerseiten. Also das Problem ist immer, wenn der Stream gerade nicht läuft und wir machen das jetzt einfach. Niemals, wenn ich da sitze und mir irgendwas ausdenke, da ich auf die Idee komme, ja, jetzt gehen wir auf die Klammerseiten und lesen wir einfach irgendwelche behinderten Newsartikel. Wird schon. Da. Parentified Daughter. Diese toxische Familiendynamik steckt hinter dem Trendbegriff. Da lernen wir so viele Sachen, oder? Da lernen wir so viele Sachen. Aber ich möchte einfach nur Bullshit. Ich möchte halt nur Bullshit machen. Und keine Politik, Herr Thomas. Das ist absolut richtig. Ich mag weder was... Wo ich mich schon drüber lustig mache, wäre das, was der Bernie Cruiser jetzt schreibt. Sowas nehme ich auch mit Handkuss. Vogue-Propaganda-Artikel. Die werden übers Wochenende anscheinend. Oder Ende letzter Woche. Irgendwo. Ist irgendwo in einer Kirche, haben irgendwelche 3 oder 4, ich weiß nicht, ob es Linke waren, aber ich sag's jetzt einfach, dass Linke waren, ist egal, aufgetreten mit rohe Gickerl, knockert, der Windel haben. Gickerl. Und haben da irgendeinen Tanz aufgeführt. Durch mir jetzt. Wo finden das? Paderborner Dom. Was müssen wir uns jetzt da anschauen? Na, das schauen wir uns nicht. Das kommt bloß in Nachrichten. Das hilft nicht, dann müssen wir uns den Nachrichtenausschnitt anschauen. Das hilft jetzt nicht. Was wir mir jetzt tun? Jetzt schalten wir mal kurz. Brauchen wir einen Greenscreen? Wir schauen uns jetzt nämlich dann einen Witcher 4 noch schnell an. Und so wie ich mich kenne, wenn ich ein 3-Minuten-Video auf eine Stunde ziehen kann, dann weiß ich nicht, was bei einem Viertelstunden-Video passiert. Ich tue jetzt zum Beispiel das da oben. Trinke mal was, weil ich schon wieder schwitze wie eine Drecksau. Dann schaue ich mir kurz vom Balkon aus. Pass auf. Was da draußen los ist. Und dann der haben wir einen Greenscreen her und dann schauen wir uns die Gaudi an. Jetzt passen wir auf. Ich pfeife nur. Ich schon immer mal gefragt habt, hey, wo kommt denn eigentlich der Greenscreen her? Es ist so wunderschön und so grün. Hat der Birger eine Kniescheibe, ja, sagst du? How to Greenscreen. So. Er ist grün. Augenkrebs incoming.
So, dann gehen wir da her, schalten wir das ein, schalten wir das ein. So, it's fucking magic, bitches. Seit wann hast du Ohren? Ja, siehst du das? Ist die blau? Das ist jetzt natürlich der Hintergrund von Elden Ring, aber ist ja scheißegal. So, wir schauen uns jetzt folgendes an, weil das muss ich einfach jetzt sagen. Da war ich ja sogar so kurz davor, dass ich eine kurze Fix draus mache. Achtung. So, ich möchte keinen Ton hören, das ist der Weltnachrichtenkanal oder sonst irgendeine sonderbare Meinung zu diesem Ding, ist mir scheißegal. Es geht nur um den Inhalt. Es geht nur um den, ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Ärger um Performance im Paderborner Dom. Jetzt pass auf. Eine skurrile Kunstperformance beim Festakt anlässlich 1250. Was? 1250. Festakt anlässlich 1000. Was für Wort? Akt anlässlich 1250 Jahren Westfalen im Paderborner Dom sorgt für mächtig Kritik. Statt andächtiger Stimmung waren im Altarraum halbnackte Darsteller mit Sensen und Tiefkühlhähnchen in Windeln zu sehen. Der knapp 5 Minuten dauernde Auftritt fand unter dem Titel Westfalen Side Story statt. Bei dem Festakt dabei hochkarätige Gäste wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Nordrhein-Westfalens Beste Deutschland aller Zeiten. Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der Unmut unter den Gläubigen ist groß. In einer Petition fordern... Du musst dir vorstellen... So, also jetzt mal so. Vorher hat es im Chat jetzt gerade geheißen, keine Politik. Aber leider Gottes sitzt da jetzt da der Steinmeier drin, darum hat er jetzt halt Pech gehabt. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Schau dir das Battle an. Verinnerliche es. Verinnerliche es. Okay? Und dann sitzt der Steinmeier und der Pfarrer und so, die sitzen so sitzen sie davor, so. Im besten Deutschland aller Zeiten. Okay? So. Petition fordern über 20.000 Menschen die Neuweihe des Ich kann nicht fassen, dass wenn ich mich jetzt daher sitze und sag, Entschuldigung, liebe Damen und Herren, diesen Personen am Bildschirm haben sie offensichtlich ins Hirn geschissen. Die sind nicht ganz dicht, die sind nicht ganz sauber, die kehren weg. Ja, die kehren einmal zum Doktor. Da kehren auf alle Fälle einmal zum Doktor und da haben wir geschaut, ob da alles stimmt. Und wenn ich das tue und das sag, bin ich das Arschloch? Hat sie nicht ganz sauber? Hä? weiten Doms. Inzwischen hat sich das Erzbistum Paderborn für die Performance entschuldigt. Ja, so rechts. Ja, Gesicht da. Und ich bin's Arschloch, wenn ich sag, die Hand. Künftig werde es ein... Ja, ich konnte leider nicht größer machen. Oh. Ja. Und das Allergeilste ist, die sind ja doch nicht durch Zufall wahrscheinlich. Also ich weiß ja nicht, wie es war. Ich tue das nur Mutmaßung. Die sind ja doch nicht zufällig halb knockert mit Tiefkühlgickerl in Windeln in den Dom eingefallen und haben sich gedacht, hey, schau hier, Bühne.
für den Namtanzen war jetzt blöd, hab ich mein Kickerl mitgebracht. Sondern die haben ja da irgendwie von irgendjemandem bezahlt worden, dass sie das tun. Da kann ich nur den Kopf beilen. Als hätt's der komplett wenn's der komplett einen Schalter legt. Wenn es dir komplett den Schalter umlegt, schaut das nicht so schlimm aus wie das da. Ein verändertes Verfahren zur Freigabe von Veranstaltungen in Natürlich hat es einen Undercut. Natürlich hat die Alte einen Undercut. Weiter mag ich das jetzt nicht kommentieren. Geben, dass eine genauere inhaltliche Prüfung gewährleistet, heißt es. Ganz harter Tobak, meine Damen und Herren. Das ist hart zum Schauen. Das Allerbeste ist wahrscheinlich, haben wir es mit unserem Steuergeld gezahlt. Wahrscheinlich. Und jetzt bitte einmal jeder in den Chat, was zum Fick haben wir uns da gerade angeschaut? Soll's doch die verdammten, weißt du, und dann die armen Viecher, die armen Viecher, ja, und ist jetzt eine Windel noch. Und dann kann man's wegschmeißen. Lass doch die armen Kickerl in Ruhe. Du brauchst ja nicht einen nackerten Kickel, den anderen die Leute essen kann, um deine geistige Behinderung auszudrücken. Du Vollmongo, du Fotzengrober. Alles, was ich mir denk. Timmy, weil ich weiß es nicht. Ja? Muss ich wieder zwei Wochen lang kann ich wieder in Reha eilen, wenn man sich eine Scheiße anschauen muss. Wie mit Gehirn amputierten Volltrottel. Heilige Scheiße, ist das dumm. Gehen wir zum Witcher 4. The Witcher 4 Unreal Engine 5 Tech Demo. Oder haben wir noch irgendein interessantes Thema? Weißt du, was wir da aber auch brauchen, so ein bisschen? Ich muss da euch natürlich ein bisschen mit einbeziehen, weil ich nicht den ganzen Tag, ich schaue mir so einen Scheiß nicht an. Sowas kriege ich halt bei den Nachrichten einmal schnell mit. Ja, aber das passiert einmal im Jahr, dass irgend so was lustig Dummes passiert. Was wir da brauchen, vielleicht im Discord, für so Besänftigungsvideos. Das darf auch alles sein. Es soll bloß nicht hart politisch sein. Ich mag mich nicht über Politik-Kacke unterhalten. Egal wie ich ausgerichtet bin, egal wie es ihr ausgerichtet seid, da verlieren wir alle. Wir pissen uns nicht gegenseitig alle an, so wie es jedes Mal läuft. Und im Prinzip können wir nur verlieren, weil entweder hasst mir die eine Hälfte oder mich hasst die andere Hälfte. Und es ist auch nicht, so richtig auskennen tue ich mich auch nicht. Ich meine, ich kenne das echte Leben, das war's. Aber wie Politik abläuft, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Aber bei manchen Sachen kann man sich ans Hirn gelangen, ganz offensichtlich, da muss ich nicht studiert haben dafür, ja. Aber trotzdem, ich mag keine Politik-Scheiße nicht mehr. Das funktioniert jetzt seit 8 Jahren, dass wir das aussehen lassen, das bleibt da weiterhin so. Aber einfach Videos. Ja, kontroverse Videos, lustige Videos, interessante Videos, das ist eigentlich das Allerbeste. Ich mag immer gern, interessante Videos sind immer gut. Ja, der war, keine Ahnung, Sachen über Ausgrabungen von der Lea. Das hat mich interessieren. Sag ich, was ist, dann hätten wir sogar noch jemanden da, der Ahnung hat, der uns Sachen erklären kann und ich wieder dumme Fragen hab. Was weiß ich, dumme Fragen halt. Timmy Boy, ich hasse dich so oder so. Ja, gut, passt eh. Lina, mehr als wieder 5er! Das nächste Mal lieber in Topper auf die Tepfe investieren, anstatt in Windelkicker. Der gute Windelkicker. Ja, wenn sie sich in der Kirche so auf Bühne aufgestellt hätte, so. Dann hätte ich mich weniger drüber lustig gemacht, aber gut. Haben Archäologen Knierschein? Lea, du bist dran. Warte, schon mal was vom Stoffel der Honey Badger gehört? Also ich kenne einen Honey Badger, aber ich weiß nicht, was der Stoffel spezifisch genau ist.
Find mal was Kontroverseres als Gickerl mit Windeln in der Kirche und die Politik schaut zu. Fällt mir erstmal nichts ein. Ja, ich meine jetzt, man stolpert doch auch so einmal über Videos drüber, keine Ahnung, und die dann einfach irgendwo ins... Wie soll ich sagen? Irgendwo in den Discord reingeschissen. Da brauchen wir vielleicht einen extra Channel dafür. Einfach, wo man so drüber steigt, einfach eine gar nicht lang was dazu geschrieben, müsst ihr gar nichts dazu schreiben, ich schau mir das alles an. Ich schau mir bloß das Thema vom Video und wenn es für interessant ist, dann können wir das in so einem Stream vielleicht einmal verwursten. Wir machen das nicht jedes Mal dann. Aber so ein, zweimal im Monat, Plätze anschauen, Scheißdreck kommentieren, vielleicht wirklich an einem Freitag, spät Nachmittag oder Nachmittag vielleicht sogar, Bürgers Windeltratsch oder so. Der Fuck-Nachrichten, ja, alles. Also es muss gar nicht in eine bestimmte Richtung gehen, bloß kein Politikdreck. Kann alles sein. Das kann ein Glamour-Artikel sein, das kann der Witcher 4, ja, das kann das Witcher 4 Video, wo wir uns jetzt dann anschauen, kann das sein. Und ich krieg nämlich auch nicht alles mit. Ist ja klar. Darf es ja wieder was um die Weiße sein? Ja, warum nicht? Ich meine, ich hab kein Problem damit, mich über das Thema zu unterhalten. Ich mag bloß nicht mehr nur auf den Weißwurst-Scheißdreck reduziert werden. Das ist halt das. Und das haben wir sehr gut hinbekommen in den letzten Jahren. Ja. Also, das ist schon lange nicht mehr so. Aber gut. Mir hat gerade nein, nicht irgendjemand, das war schon vor 8. Wind. Dingelfinklander, Wind. Ja, schlecht. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. So, was haben wir da jetzt alles? Im Discord schreiben irgendwelche Leute, da haben wir einen so Mundschuh, fährt Auto, Stoffel, die Honey Badger that can escape from anywhere. Nein, aber genauso was meine ich. Und am allerbesten sehen die Videos sollten halt nicht länger wie 10 Minuten sein. Weil sonst, ich mag mich auch nicht, also ich mag da nicht hergehen. Natürlich, da brauchen wir nicht drum herum diskutieren. Reaction-Content ist easy Content. Aber genauso, it is Gaming. Gaming-Content ist genauso easy Content. Ja, ich sitze da am Speckcomputer und kommentiere das. Das ist kein Mack nicht anders, als wenn ich mir irgendwas, wir schauen uns miteinander was an, betreutes Schauen ist das. Und wir versuchen uns entweder darüber lustig zu machen oder was halt gerade passt. Das hat jedes Mal Spaß gemacht, wie Sau, wenn wir es gemacht haben. Bloß wie es dann vorbei war. Ja, und der Stream ist aus und überlegen wir, was kann man da vielleicht mal was anderes wie spulen oder so. Dann denke ich da schon drüber nach, über diesen Reaction-Scheiß. Fühl's aber in dem Moment nicht. Da darf ich niemals drauf kommen, dass wir einfach mal auf die Glamour-Seiten gehen und da irgendwelche Behinderartikel lesen. Die wahrscheinlich einer lustiger ist als der andere, weil es ein sicherer Schwachsinn ist, das weh tut. Ja, mach! Alter, jetzt war ich mal eine Zeit lang nicht da, schau ich mal einmal wieder näher und sieg Windelkickerl in der Kirche. Gestört, gestört ist das Normale, ich glaube schon. Ja, mich darf es auch nicht wundern, wenn das wirklich irgendwelche Politiker angeordnet haben. Mich darf es nicht wundern. Mich würde es nicht wundern. Maxi, die habe ich auch gesehen. Oder du machst ein Video über Kirche und dann laden die so eine Scheiße ein. Genau mein Humor. Ja, was soll ich machen? Biergeist ist mit 10 jetzt mal und spür endlich was. Wollt's denn wir spielen wir halt nichts. Die höchsten Plateauschuhe aller Zeiten. Die höchsten! Aller Zeiten! Wie hoch sind sie da gerade? Sie können so Empire State Building. Wir gestern mit denen, das möchte ich sehen. Marvelzap! Jetzt auf mit der Rundonetterei. Moja Simplicissimus oder Two-Port Guys Video besempfen, die sind immer richtig gut. Nein, die sind leider Gottes nicht immer richtig gut, weil das dermaßen eine linke Wichser sind, dass es man nicht mehr geben kann. Da hast du richtig schön zuschauen können, ab welchem Zeitpunkt sie den da gemacht haben. Aber sie haben ein paar richtig gute Videos. Dazwischen kommen schon mal gute Videos, ja. Warte mal schnell. Sagt mal irgendwas. Popo. Der hat gerade meine Pflanzen gesaved. Okay, tschüss! Habt schon lange nicht mehr gesehen, gell? Wo ist denn jetzt eigentlich das Ding? Ah, man. Na, Scheiße, das hätten wir dabei, müssen wir den Witcher noch anschauen. Ich tue Distraction. Pass auf. Ich stelle euch wieder eine kurze Ablenkung hin. So.
Sehr schön. Ja, hat ein wenig das ist so krass zum Zuschauen, wie die Pflanzen über die Nacht wirklich ausschauen, als warten sie hin. Und über den Tag dann, wenn sobald das erste Sonnenlicht rauskommt, stehen die Blätter senkrecht nach oben. Wo ist der Kanister hin? Ja, siehst du das? Schöne Pflanzen! Haben auch richtig schön dunkelgrün. Kurzer Auftritt der Chefin übernimmt jetzt, kann nur gut werden. Ist das öfter, dass sie hinterm Greenscreen ist? Nein, sie hat normalerweise absolutes Betretenverbot da herin, wenn ich stream. Absolutes. Aber da es gerade nicht anders geht, draußen scheint es zu wettern wie Hölle. Sie hat gerade meine 2 großen Pflanzen gesaved. So, jetzt müssen wir den Greenscreen doch wieder aufmachen, ich Volldepp. Spiegelverkehr, die Scheiße macht mich fertig. So! Morgenlatte der Pflanzen. Ja, schon ein wenig. Haben das Cannabispflanzerl, Herr Porsmann, nach was schauen sie denn aus? Ich weiß nicht. Der ist doch gar nicht mehr grün, der Greenscreen. Gewitter geht heute, aber windig ist gescheit. Gewitter geht heute, aber windig ist gescheit. Warte mal nochmal. Ich höre noch nicht einmal einen richtig krasser Ring. Also ich höre einen Ring, aber nicht richtig narrisch. Naja, kommt vielleicht noch. Who knows, halb 10 ist. Jetzt dürfen wir uns dummen, meine Damen und Herren. Der Herr Timmyboy schreibt noch was. Das habe ich schon wieder fast zu sagen. Easy gone denn! Nicht jeder schafft es, so wie du, uns zu belustigen und der geile Art und alles. Also bleib bitte so und merci dafür. Ich werde natürlich nicht so bleiben. Ich glaube, wir haben uns jetzt in den letzten 7 Jahren haben wir uns auch schon so dermaßen oft geändert. Am Anfang war es ich sage jetzt einfach einmal, das sage ich so flapsig und hört sich auch herabwertend da an, wie es eigentlich meinen. Die Videos sind dafür verantwortlich, dass heute an diesem Mittwoch 600 Leute herinsitzen und sagen, ich sitze einfach nur da und labert Scheiße. Aber wir machen diesen Bauernscheiß nicht mehr. Das meine ich mit, hört sich besser an, wie ich es meine. Dann haben wir zum Gaming gekommen, mittlerweile machen wir nur noch Gaming. Und dazwischen haben wir mal das so gefangen, das so gefangen, das so gefangen, das so gefangen und das gemacht und das gemacht. Und irgendwann muss man sich vielleicht auch mal wieder ein Stück weiterentwickeln. Oder umentwickeln, einfach was anderes machen oder ein bisschen was anderes machen. Weil jeden Montag und Mittwoch hersitzen und irgendwas spielen, wird auf Dauer auch irgendwann langweilig. Mir, euch, allen. Da überlegen wir uns was. Fällt uns schon was ein. 5 Kilometer neben Landau geht das Gewitter schon ab. Ja, also ich höre es noch nicht. Schauen wir mal. So, was man mir jetzt aber, ich schwitze wie eine Drecksau, Alter. Habe ich vorher einen Luftzug gespürt, sonst hätte ich gar nicht gespannt, dass er herin ist. Als die aufgemacht hat. Wir entwickeln uns halt miteinander. Ja, we evolve gemeinsam. Ja, aber du bleibst dennoch der gleiche. Ja, ich denke schon. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum ich vor mir anders werden soll. Also, wenn ich in der absoluten Todeshype-Zeit nicht anders geworden bin, dann will ich jetzt auch nicht mehr anders. So. Vielleicht probierst du mal ein komplett anderes Gaming-Genre aus. Was denn von uns? Welches Gaming-Genre hätte man noch nicht ausprobiert? Apes together strong. Herr Gonglach, welches Gaming-Genre hätten wir denn noch nicht ausprobiert hier drin? Wieder da schwitzen mit dem Pulli, ja, den hätte ich nicht trotzdem gesehen. Jetzt muss ich aber auch nicht mehr ausziehen, weil mein T-Shirt wahrscheinlich so batschnass ist, dass ich auch schon der letzte aussehe. Tetris. Magst du nicht umbauen lassen und das du auch ändern? Nein. Horror-Gaming-Genre, Minesweeper, Online-Casinos, ja genau. Hentai-Simulation, mehr Retro? Nein. Retro ab und zu ist schon ganz gut, aber nur RTS, welche guten RTS-Spiele gibt's denn noch? Ich weiß nicht, eins. Alles muss sie mit StarCraft messen und nix kommt dann StarCraft. Stardew Valley! Weiß jetzt auch nicht. Es ist vielleicht was wir im Sommer, also Juni, Juli jetzt mal probieren können. Stardew Valley. The Cozy Game, gell? Amiga Games. Ja, lieber schießen wir halt die Kugel in den Kopf, die sind furchtbar. Simulationen wie ETS oder Train Sim. Was ist denn aus dem alten Computer geworden? Ich finde ihn da nicht. Mehr VR. Ich sage nur, wo ist denn das Fussi?
Im Sommer auf keinen Fall VR. Und es gibt halt auch keine gescheiten VR-Spiele immer noch nicht, weil der Markt einfach zu klar ist. Ist das Pendant zu Animal Crossing? Aber 2 Bürgerinnen warten doch auch was Neues. So, jetzt habe ich kurz gebraucht. Flight Simulator von London nach Sydney ohne Autopilot, das machen wir. Das wird der spannendste Stream ever. Also ich sehe einen Bürger wieder ins Scorn. Ja, auf alle Fälle. Das spiele ich immer heimlich offstream. Kurzer Name ist gleich gutes Gespräch. Das stimmt. Gaming Content, was? Coming Content, Couchsurfing, das verstehe ich nicht. In Landshut lieselt's nur noch. Ist quasi schon vorbei. Von wo kommt's denn? Links oben müsste jetzt eigentlich Landshut vor uns erwischen. Schauen wir mal. Nice day for fishing. Jetzt ja gut, FIFA, das eskaliert so schön. Ja, FIFA war die beste Idee jemals. Vielleicht holst du ein günstiges Lenker und du spielst mit Race Room oder so. Ja, ich hasse halt Rennspiele. Rennspiele sind einfach langweilig. Mich interessieren halt auch in echten Leben Autos nicht. Null. Da gibt es aber so Autoschrauber-Typen, die kriegen Ständer, wenn sie einen Bulldog sehen und ich stehe da und denke mir so, ja, da könnte man jetzt auch einen Kicker mit einer Windel auf den Kopf setzen. Bin ich genauso weit. So! Schluss jetzt. Jetzt ist 5:30 Uhr. Wir kriegen diesen scheiß Trailer. Was ist ja überhaupt gar kein Trailer nicht? Das ist ja eine Präsentation nicht fertig. Da fällt uns schon was ein. Also, wir haben ja genügend Indie-Games, die nie langweilig werden und immer wieder mal eine richtig gute Perle dabei ist oder ein richtig lustiger Blödsinn. Und vielleicht schaffen wir es ja doch einmal wieder, dass richtig gute Spiele kommen. Am Montag haben wir ein richtig gutes Spiel gehabt, zumindest jetzt nach den ersten 2 Stunden ersten Eindruck und nach der ersten 3. Stunde gestern, wo ich Offstream gespielt habe, mit Elden Ring Night Rain. Doom ist ein wenig schade, aber das war auch nicht schlecht, für 3 Streams hat es gelangt. Und ich sage nicht, meine Wunschliste mit Indie-Games ist so dermaßen voll, dass alles jetzt spät ist. Der Wurzensepp schreibt, Sifu, Fighting Games. Sifu habe ich Offstream gespielt, das ist im Game Pass. Hab ich durchgespielt. Hab ich lang gebraucht. Sehr lang sogar. Der Gym Simulator haben wir schon gehabt. Wie schaut's mit Low Budget Repair aus? Gibt's noch nicht. Hast du am Binding of Isaac schon gespielt? Nein! Das ist auch noch so was. Also es gibt genügend Spiele, da wo man auch nicht langweilig wird oder sonst irgendwas. Und jetzt einmal ganz abgesehen davon, das ist nicht, mir wird langweilig beim Streamen, wir müssen jetzt was anderes machen. Aber ich darf einfach gern zusätzlich noch was anderes machen, außer nur diesen Gaming-Zeug. So. Und jetzt halt Schnauzen. Jetzt gehen wir daher und schauen wir uns zum goldenen Abschluss folgendes an. Wieso tut denn das da so komisch gruseln? Besser. Denkt man es noch? Weiß ich nicht. So, jetzt passt so wach. Gestern, ich glaube gestern oder vorgestern, hat Unreal Engine und CD Projekt Red eine Präsentation abgehalten über neue Techniken in der Unreal Engine. Was ist die Unreal Engine? Unreal Engine ist sowas wie, dann nennen wir es einfach ganz banal, den Motor für ein Spiel. Wie die Grafik ausschaut, wie Sachen berechnet werden, wie Physik funktioniert, wie Schatten funktionieren und so weiter und so fort. In dieser Engine werden quasi, nennen wir es ganz, ich weiß, es sitzt wieder irgendjemand daheim, ist super schlau und das weiß ja, aber egal, sagen wir es so, es ist so eine Art wie Programmiersprache für ein Spiel. Ja? Und je besser diese Programmiersprache ist, desto krasser die Spiele kann man bauen und desto krasser kann man die Spiele ausschauen lassen. So da das jetzt einmal für jemanden beschreiben, wenn ich es meiner Mama erklären müsste. So, da ist gestern eine Präsentation gekommen der neuen Version mit unter einem bestimmten Spiel, auf das wir schon sehr, sehr, sehr lange warten. Und das lasse ich jetzt einfach einmal laufen. Ich sage, der Vorgänger ist Game of the Decade 2015, also in die 2010er und ist für die 2010er das, was wahrscheinlich Elden Ring für die 2020er sein wird. Das Game of the Decade. Ja, GTA hat da vielleicht noch was dazu zum sagen. Trotzdem, GTA haben wir schon gehabt, Elden Ring noch nicht. Ich versuche es jetzt einfach laufen zu lassen, weil das Ding dauert 14 Minuten. Ich schalte mit Untertitel ein, weil es Englisch ist. Und dann sollte es passen. State of Unreal! Ich glaube, es war eher eine Präsentation als einfach nur ein Trailer. Also da kommt jetzt auch jemand und labert ein bisschen durchs Publikum und so weiter.
Toss a coin. Sleep is he, the ploughing plonker. Break me pearlies on this blasted pit-ridden tract. Wieso ist denn das Englisch? Wo kann man die Scheiße einstellen? Untertitel Deutsch. So. Where's fear not dry room? Oi, the devil's out there! Just running from! Maybe I'll shield him. Wenn das nicht mal ein Wyvern ist, dann weiß ich es auch nicht. Oder so haben sie doch geheißen. Hässliches Viech, aber geil gemacht. So, stopp. Und da muss ich jetzt kurz auf Pause drücken. Herr Luxauer! Ich hab doch gesagt, dass da keine Alerts gezeigt werden, wenn wir uns was anschauen! Fix, Mai! Merci dir! Warte, ich smash eine Herzl drauf. So, jetzt muss ich einmal wieder was schenken. Ich bin auf Platz 50 gerutscht. Seit keinem Job ist so traurig, Alter. Was? Ich bin auf Platz 50 gerutscht. Seit keinem Job ist so traurig, Alter. Verstehe nicht. Herr Luxauer! Merci dir. Phase 1. Nicht über den YouTube Superchat. Nimm wenigstens einen Link in der Beschreibung. Ja. Zweitens. Es ist 2! Drittens. Merci dir. Kuss auf die Nuss. Ruhe jetzt mit dem Rumdonaten. Wir schauen uns jetzt die so. Dankeschön. Es ist sauber 2, du Vollgas narrischer. Dankeschön. Ich verstehe das mit seit keinem Job ist so traurig, Alter. Das verstehe ich nicht. Wenn du gerade deine Arbeit verloren hast, wenn ich das da richtig auslese und du hast dich nicht vertippt, und du mir einen 50er, dem Vollidioten im Internet schickst, dann ziehst du jetzt den sofort wieder zurück, wie das auf YouTube geht, weiß ich nicht. Ich kann ihn auch nicht zurückschicken, weil das ist ja wohl dann ein Witz. Wenn du die Arbeit verlierst, eventuell einen Stress mit Geld hast und mir dann einen 50er herscheißt. Just don't. Okay? Just don't. Auf das muss ich mich verlassen, dass das nicht der Fall ist. Okay. Du schreibst Jupp, nein, okay. So, Ruhe jetzt. Merci dir. Schluss. Na, wen haben wir denn da? Salt. Almost had me fooled, Fruin. Gänsehaut natürlich bei der Muse. Ich liebe dieses Instrument. Thank you. Thank you, everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. So, was da jetzt unfassbar wichtig wird, gell? Natürlich kriege ich da einen Ständer, wenn die mit Witcher 4 ums Eck kommen. Natürlich bin ich im ersten Moment erstmal, wow, leck, schau dir das so. So, es gibt aber so unfassbar viele Red Flags von allem, was da jetzt dann kommt, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen muss, um euch in aller Deutlichkeit zu sagen, Vorsicht. Ihr erinnert mich noch dran an die E3-Demo von Witcher 3, wie das ausgeschaut hat. Ja, das ist Ingame-Grafik. Ja, das ist auf der PlayStation 4. La. Nein, so war es am Ende nicht. Niemals
Niemals! Niemals ist das Ingame-Grafik 60 FPS auf einer normalen PS5. Niemals! Wer mir da nachher kommt mit, ja, aber bitte, das waren ja Gameplay-Szenen, na, waren's nicht. Lasst euch heute nicht so einfach verarschen. Bitte, bitte nicht. Unreal will euch da ein neues Produkt verkaufen. Und um nichts anderes geht's. So, da haben wir wieder 4. Everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're... Ja, YBO, ich sag nur WoW-Trailer und Ingame-Grafik. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst auch nicht einen Command & Conquer-Trailer von vor 20 Jahren mit der Ingame-Grafik vergleichen. Ich vergleiche auch da, das ist kein Trailer nicht. Nochmal, das war kein Trailer, das war Ingame-Grafik. Songs. Es hat nichts mit dem Vergleich von Trailer zu Ingame-Grafik zu tun. Sie verkaufen uns hier, dass das da, was wir da gerade gesehen haben, Ingame-Grafik ist. Echtzeit gerendert. You're able to join us. Thank you. But, first things first, I'm here with Sebastian and Kaitek. Steht doch not actual Gameplay Footage da, zumindest bei dem Trailer, was mir ich heute angeschaut habe. Ja, nein, steht halt nicht dort. Sau viel. Haben wir wieder ein bisschen, was denn? From CD Projekt Red, we have a lot to talk about. Hey guys. Hey. Thank you, Wyatt. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. With The Witcher 4, we're stepping things up. And to do that, we needed the right partner. Sie sagen sogar, also sie haben auch da ein Logo so, CD Projekt Red, The Witcher 4, etc., etc. Ich meine, das Ding muss ja schon ein paar Jahre in Entwicklung sein. Man hat vor ein paar Jahren auch schon einmal einen Trailer gesehen, da wo man so Holzzeug sieht und so, jetzt liegt das Dorf, das brennt und so, powered by Unreal Engine, etc., etc. Die müssen ja unmittelbar nach Cyberpunk müssen die ja angefangen haben. Beziehungsweise als kleines Team schon während Cyberpunk, wie dann Cyberpunk raus war, ist ein riesendrum Teamschwall in Richtung Witcher 4 gegangen. So. Ganz am Anfang steht, das ist kein Ingame-Footage. Ist okay. Schauen wir uns erstmal den Trailer eine Viertelstunde an. So. Okay? Dann schmerzen wir nochmal. One that truly understands that great open world games are all about... Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich finde interessant, dass die jetzt schon Cyberpunk 2 ankündigen, währenddessen Witcher 4 noch nicht mehr raus ist. Ich habe das Gefühl, CD Projekt Red rutscht in die gleiche Schiene wie alle anderen. Oh, wir haben ein riesen super erfolgreiches Spiel. Cyberpunk war super erfolgreich finanziell, bin ich mir sicher, weil es jeder Vollidiot vorbestellt hat und nichts daraus lernt. Und dann machen wir doch gleich 2 Spiele parallel. Was schätzt du? Was schätzt du? Wie gut werden die 2 Spiele, die gleichzeitig entwickelt werden, wenn es nicht mal Cyberpunk als Single-Produkt richtig hinkriegen? Das ist einmal Red Flag Nummer 1. About art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. Wichtiger Punkt. Ready? Das ist eine Tech-Demo. Kaitek is going to play the build for Aufpassen, us. was sagen. Let's do it. Und er tut jetzt so. Es ist kein Ingame-Footage, aber er hat das Gamepad in der Hand. This is a technological showcase set in the world. Es ist eine Tech-Demo. Was will ich mit einer Tech-Demo? And are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS. Niemals. So in the game, you'll... Nochmal, ich muss zurückgleich helfen. Niemals! Ich glaube es ihm nicht! What you just saw and are going to see now is running... Wieso sagt er das, wenn vorher dort gestanden ist, es ist kein Ingame-Footage? Halten die uns für komplett dumm? Sag! Auf einer normalen, das ist noch nicht einmal eine PS5 Pro, das ist eine normale. 60 FPS, diese Grafik, Raytracing, komm, hör mir auf! Halten die uns für komplett dumm! Anscheinend hat die ganze Welt schon wieder vergessen, jetzt mit dem Ständer da einmal, wie wir den Trailer gesehen haben, hat vergessen, in welchem desaströsen Zustand Cyberpunk rausgekommen ist. Und jetzt meinen sie können mit Witcher 4, ja, da schreiben wir Witcher 4 auf die Hand schon so dumm und kaufen es.
Und genau das wird passieren. Running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. So in the game, you'll be playing as Ciri, a professional monster slayer, a witcher. She explores the world and hunts down monsters for coin. Ich mein, es ist absolut stunning, da brauchen wir nicht schmerzen. Schau dir die Grafik an, ist verrückt. Das ist absolut vollgasnarisch, wie das ausschaut. Aber die brauchen mir keine Scheiße erzählen. Weißt du, was er dann da soll? Weißt du, was er da soll, wenn er mal sagt, das läuft auf einer handelsüblichen, zeig mir die Playstation. Druck auf deinem scheiß Dreckscontroller auf den PS-Knopf und mach's Playstation-Menü auf. Zeig's mir. Und ich kann dann nachher ein paar Steine drin, wo wir wirklich sagen, heute sie uns wirklich für komplett behindert. Jetzt bei so hoch, lassen wir es noch ein wenig laufen. Nichtsdestotrotz, es schaut ultra krass aus. Es läuft niemals auf einer PS5. Niemals. Und wer das glaubt und wer nicht zuhört, dem kann ich nicht helfen. Alright everyone, meet Kelpie. Solange das Viertel nicht plötzlich aus mir, die nichts wissen davon. So just like Geralt had Roach, Ciri has her own loyal companion. We return to town. These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. And we also support root motion movement on Kelpie. So schaut euch brutalst krass aus. Schaut euch, das, was er da gerade erklärt, ist, dass diese zwei Models, ja, das Pferdl ist ein eigenes Model mit einem eigenen Skelett und so weiter und so fort. Und sie ist ihr eigenes Skelett und so weiter und so fort. Und egal von welchem Winkel du zu dem Pferdl hingehst, hat man vorher auch kurz gesehen, wenn sie so an der Wand entlang geht, dann nimmt sie ihre Hand so und stützt sie so ein bisschen ab und so weiter. Es ist dermaßen geskriptet, dass es bloß noch raucht. Aber dermaßen. Und egal von welchem Winkel du zu dem Pferdl hingehst, sie legt dann eine Hand drauf und so weiter und sie beamt sie quasi nicht aufs Pferdl, sondern das schaut sehr natürlich aus, wie sie sich draufschwingt. Wirklich von 90 Grad von hinten, von der Seite, egal wie du halt daherkommst. Wahrscheinlich auch egal in welcher Geschwindigkeit du daherkommst und so weiter. Das ist ganz geil, das ist wichtig für Details und so weiter. Das glaube ich jetzt auch, dass das tatsächlich funktioniert. Also ich stelle da nichts in Frage, was dann nicht in der Unreal Engine dann nicht als neue Technologie kommt und dann richtig gut funktioniert. Aber ich schwöre dir bei Gott, dass das, was du hier siehst, kein echtes Ingame-Zeug ist, was sie aber suggerieren möchten, weil der andere ein Gamepad in der Hand hat. Trotzdem steht aber am Anfang dort, das ist not in-game Footage. Was soll das denn? Wieso sagt denn da keiner was? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach Werbebetrug, wenn man es mal ganz genau nimmt. And grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's ja, es schaut super brutal aus. Wie das Fell glänzt, wie die Muskeln mitgängen und so weiter und so fort. Schaut super krass aus, brauchen wir überhaupt nicht schmerzen. Aber halt nicht auf einer PS5. Das Knicken, Alter. So much of the Witcher world is natural, organic. So. So, irgendjemandem jetzt was aufgefallen. Irgendwas, bis zu dem Zeitpunkt, das so die letzten 10 Sekunden. Ist da irgendjemandem jetzt irgendwas aufgefallen? Was man vielleicht in Frage stellen kann, ob das da eine echte Gameplay-Szene ist oder Ingame ist oder nicht. Ich lasse da gerne noch mit zurücklaufen. So. Hätte man eigentlich da schon sehen können. Pass auf. Er spielt. Nicht vergessen, er steht auf einer Bühne, live for light, mit einem Gamepad. Und dann passiert das hier. Kamera adios und fährt irgendwo hin. Was? Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their own constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage.
Mal kurz zu mir erklären, was ist Foliage? Das weiß ich auch bloß, weil ich letztes Jahr mal 3 Monate, 4 Monate lang mit der Unreal Engine umeinander da habe. Foliage ist zum Beispiel so Gras am Boden. Ja? Das ganze Klump, das da umeinander steht. Und je mehr so Grasal und verschiedene Streicher und so weiter du am Boden und so weiter platzieren kannst und ein Bladel an einem Baum, desto echter wirkt's. Ist ja nur logisch. Aber desto rechenintensiver ist es so ein Beutel auch zum Rendern, weil das unfassbar viel Details sind. Und Unreal, also die Engine, der Motor, der das Spiel betreibt, so die Programmiersprache fürs Spiel, wenn man so will, irgendwie ganz weit hergeholt, hat jetzt da eine neue Technik eingebaut, die sich Nanite nennt. Nanite sind diese ganzen kleinen Dreieckerl, diese farbigen, die man da zu Demonstrationszwecken gerade sagt. Und die sind anscheinend extrem performance-schonend. Das heißt, du kannst von den Dingen Millionen und Milliarden darstellen, ohne dass deine Grafikkarten abraucht. Und das, glaube ich, erklären sie jetzt dann auch so ein bisschen. Aber das ist schon faszinierend. Das glaube ich auch, dass das so funktioniert. Aber das, was du da sagst, das ist vielleicht nicht direkt ein Video, aber das läuft weder auf einer Playstation, nur auf einem Dev-Kit auf einer Playstation, nur sonst irgendwas, sondern das läuft auf irgendeinem Rechner mit 28, 50, 90er installiert und du brauchst mir nicht erzählen, dass das so nahtlos läuft beim ersten Mal. Das kannst du vergessen. Und wieso der andere Kasperl ein Gamepad in der Hand hat, das weiß kein Mensch. Da sitzen live Leute im Publikum. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. And in order to achieve gorgeous foliage density genau, für die Laubdichte und so Geschichten. Schaut brutalst aus, brauchen wir nicht schmerzen. Da ist ein Bärli! Da ist ein Bärli! Genau, über mir müssen wir auch schon nicht sehen. Artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Und das ist halt das Krasse. Jede einzelne Baumnadel wird da Ding, das ist halt, ich halte es immer noch für mich. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. It's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into Dann these fährt die Kamera wieder irgendwo which, at a hin. distance, they're no larger than a pixel. And they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows. Das and they allow artists to render funktioniert die ganze Zeit schon, dass es natürlich mit einem jeden Bladel und dieser Technologie funktioniert, ist absolut heftig. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Siri. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. Da ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll jetzt da dazu gerade, jetzt wird anscheinend wieder so getan, als da mit dem Gamepad spielen. Nichtsdestotrotz ist die Technik extrem faszinierend. Aber wenn das auf einer normalen PS5 läuft, das möchte ich erst sehen. Ich habe so einen dermaßenen Flashback, ich glaube es war E3 2014, wo ich die Trailer und Ingame-Spielszenen vom Witcher 3 gesehen habe, in dem Sumpfwald und in dem abgefuckten, kaputten Wald und so. Und hab mir gedacht, Alter, das ist absolute Pinnacle. Das absolute besser wird's nicht. Das schaut so krass aus, dass ich einen Vogel krieg. Und dann ist es gekommen und es hat halt gar nicht so ausgeschaut. Hat immer nur saugut ausgeschaut, aber nicht so wie in der E3. Und seitdem glaube ich nie wieder irgendeinem Arschloch, der mir irgendeine Tech-Demo oder sonst was her tut. Und kein Mensch weiß, wie diese Tech-Demo da aufgebaut ist. Die können mir da viel verzeihen. Ist das jetzt aus Witcher 4 oder nicht? Und verkaufen deren sie es halt schon so. Als würde Witcher 4 so ausschauen. Und das wird's nicht. Das garantiert er. Und wenn, dann rennst du auf deiner PlayStation 5 mit 3 Frames durch diese Stadt. Das garantiert er. Videospiel-Trailer sind wie der Serviervorschlag auf Essensverpackungen. Ja, genau. Außerhalb von Korea. Weil da müssen die Sachen vorne drauf genauso ausschauen wie dann drin. Wie heißt das Game nochmal? Witcher 4. Also das soll Witcher 4 sein. Das beste Spiel der letzten Dekade war Witcher 3. Spielst du aber auch nicht die Ciri, sondern da spielst du den Geralt. Der mir durchaus ein bisschen abgeht. Ciri ist auch ein cooler Charakter, so ist das nicht. Wenn man es nicht verschandelt, CD Projekt,
I double dare you! Aber ich hätte schon gerne einen Geralt wieder gespielt, sag ich dir, was ist. Weil der halt nun mal auch der Witcher einfach ist. It is what it is. Was da interessant jetzt zum Beobachten ist, wie viele Leute das da umeinander laufen. Das ist, glaube ich, der nächste Punkt, der dann kommt. Guys, notice how responsive the world is. Und er tut so, als da der Spielen. Hau doch ab. Character actions directly affect what happens around you. Sometimes even setting off chain Wo geht denn das Kabel hin? Everything is Geht das working. in den Siemens Lufthaken hinein, das Kabel? Oder was ist denn, wo ist die Playstation? Oh, look at this poor gentleman. Ja, Herr Rukuma, da bist du nah dran, so denken wir sie ja. That's what happens when you cheat at Gwent. Müsste das Spiel dann nicht eigentlich Witch Race heißen? Eigentlich schon. Er hat aber vorher auch auf Englisch zu ihrer auch gerade Witcher gesagt und nicht Witch Race. Im deutschen Text ist Hexerin gestanden, interessanterweise. Okay. Wo die Übersetzung hernehmen, das weiß ich nicht. Kann schon eine selbstlaufende Demo sein, bei der er die Kamera drehen kann. Ja, meinetwegen, um das ein bisschen so zu tun, als ob. Aber dann lass es ja gleich bleiben. Entweder mache ich Ingame-Szenen oder ich mache keine. Ich verstehe es nicht ganz. Ich finde, dass man da ein bisschen gezielt getäuscht wird. Jeder, der jetzt sich auf Witcher 4 gefreut, will, dass das so ausschaut. Und wenn es nicht so ausschaut, Shitstorm hier oben. Ist eine Hex nicht einfach Witch? Das ist eine richtig gute Frage, ob man zu ihr sagt man aber auch nicht Hexe, sondern Hexerin. I presume this comes as no surprise to you. Now. Hat's nicht eine Hexerin am Ende vom Witcher 3 geheißen einmal? Das ist, ich glaube, ist sie in Witcher 3 überhaupt so weit gekommen bis zum Status Hexerin? Weiß ich nicht mehr. Das ist 10 Jahre her. Weiß ich nicht mehr. Witcherette. Witcherette with Tourette. Ich sag nur the day before. Ja, so schlimm wird's nicht. Das war noch mal ein ganz anderes Level. Ich wünsche mir, nicht falsch verstehen, ich wünsche mir, jetzt müssen wir kurz Startzeit zuhören, was er verzeiht. Get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into scene, some and more. Got mackerel cod, all Brexit's finest. And there is tons of tech to play here, even in a simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, Chaos Cloth, and more. Yeah. And Herr Rewritable, ja, das war damals in Witcher 3 schon die Besonderheit, dass sie als Ziehkind vom Geralt eine Hexerin werden kann, was eigentlich nicht möglich ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Der Fisch ist nicht frisch! But the prisoner in Pillory isn't exciting enough for Valdrest. Let's grab everyone's attention with a circus. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. Das ist jetzt die Demo, die sagen, wie viele Charaktere das gleichzeitig darstellen können. Das ist schon beeindruckend, da brauchen wir nicht schmerzen. Aber ich glaube es erst, wenn ich sehe. Tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget. Also NPCs reagieren angeblich dynamisch auf ihre Umgebung. Herr YBO, seit wann hören wir das jetzt? Hat es das nicht schon in Morrowind geheißen? All going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? Ja, brauchen wir nicht schmerzen, das wenn so ausschaut. Brutal. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. Das ist übrigens die größte Hoffnung, die ich da habe. Da Epic, also die Macher von der Unreal Engine, ganz eng zusammenarbeiten mit den Leuten von CD Projekt Red und das da als Prestige-Produkt benutzen. Das ist das Einzige, was mir wieder ein bisschen positiver stimmt, dass das eventuell wirklich so ausschaut. Also an alle Konsolen-Boys, bei euch wird das nicht so ausschauen. Und wenn es so ausschaut, dann 6-3 Battle pro Minuten.
bei uns PC-Boys kann das schon so ausschauen. Ob das auf meinem Rechner noch läuft, muss man sehen. Außer die Optimierungen sind wirklich so krass, wie Unreal sagt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das war dermaßen ein Quantensprung, das lächerlich ist, wenn man auf einmal Wälder und vor allem Pflanzen und so weiter so darstellen kann, wie sie da deren, und es braucht keinerlei Rechenleistung mehr. Genauso wie mit NPCs, also mit Charakteren, mit voll animierte Skelette und so weiter und so fort, die da nicht bloß 30 umeinander stehen, sondern 300, und es fängt nicht zum Ruckeln an oder braucht keine Rechenleistung. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und das da, diese Tech-Demo, läuft nicht auf einer Playstation. Glaube ich auch nicht. Dann sollen sie das Playstation-Menü herzeigen. Die sollen die Playstation herzeigen, die sollen mir zeigen, was da angesteckt ist, sie sollen mir das Menü zeigen und sie sollen mir zeigen, was sie auf Start drucken. Das tun sie aber nicht, und das hat einen Grund, warum sie das nicht tun. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open-world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. So we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. A first look at La Nexeta. Oh. Krieg gehen's halt automatisch. Onward, Kelby. With what? Da habe ich schon Bock drauf. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Alter. Ich wünsche mir, Trailer ist übrigens geil, ich wünsche mir so sehr, dass das Spiel so gut wird und bloß das Level halten kann von Witcher 3. Mehr mag ich schon gar nicht. Musik, ich krieg instant Gänsehaut bei der Musik, das ist anormal. Ich darf mir natürlich lieber wünschen, ich mir halt wieder einen Geralt spielen, weil ich mich halt einfach nun mal auch in den Charakter hinein verliebt habe aber jetzt auch nichts gegen Ciri. Überhaupt nicht. Dadurch, er hat eine lange Entwicklungsgeschichte, warum sie so krass ist, wie es ist. Ich hoffe, sie verscherbeln es halt nicht zur typischen super badass Frauenrolle, wie sie es halt mit vielen anderen Dingen machen. Mal gucken. So, ihr seid Wulfric Sepp. Ciri wurde als Hexerin ausgebildet, hatte aber nicht die Kräuterprobe wie Geralt. Das heißt, sie ist keine Mutantin, sondern eine verdammt gut ausgebildete Schwertkämpferin, aber per se keine Hexerin. Es ist so, glaube ich, nicht so hundertprozentig richtig. Da hat vorher nämlich auch gerade irgendein Karöttchenbauer, mir ist wieder eine 6 €, der Lux hat noch was geschrieben. Das ist wieder eine sehr leere, offene Welt. War The Witcher 3 auch nicht. Gut, zur damaligen Zeit war der Maßstab auch noch ein bisschen anders, was eine leere oder gefüllte Open World ist. Ich glaube nicht, dass es die Open World das Problem ist. Es ist einfach 2015 war eine andere Zeit. Da hat man nicht schon alles gesehen. Wenn die natürlich mit dem gleichen Level an Open World daherkommen wie in Witcher 3, da haben 250 Fragezeichen auf der Map und wenn du es gefunden hast, kriegst du 3 Goldstücke, dann können sie mir auch am Arsch lecken. Und sagen, ja, fuck you, da kann nur so oft Witcher auf dem Spiel stehen, kein Bock. Was soll der Dreck? Ich möchte eine geile Story, ich möchte geile Zeit kriegen, genauso wie in Witcher 3. Ich möchte eine geile Umgebung, ich möchte, dass das immersiv ist, ich möchte, dass das realistisch ist und so wie es ausschaut. Ich würde es mir ja wünschen, aber ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Darum Piano. Nicht sofort wieder ins Hosal spritzen, bloß weil wir das sehen, das war eine Tech-Demo. Eine Tech-Demo schaut immer geil aus. Wenn das Spiel am Schluss so ausschaut, und wir werden es uns so schauen. Wenn das wirklich nächstes Jahr schon kommt, dann weiß das was ist. Natürlich schauen wir uns das so. Egal wie schlecht die Stimmen sind oder wie gut die Stimmen sind, ist mir auch scheißegal. Wir machen uns da ein eigenes Bild davon. Aber das glaube ich erst, wenn ich sehe. Spätbürger, was ist spät? Hexer ist der Beruf, der sich heute besonders für die Mutanten eignet. Weiß gerade nicht, ob das eine Voraussetzung ist, gibt halt außer ihrer Karten Nicht-Mutanten. Man weiß ja noch gar nicht so hundertprozentig, ob sie überhaupt eine Witcherin ist. Eine Witcheress. Sie haben es jetzt da gesagt, ja. Ich meine, die können aber auch viel sagen, wenn der Tag lang ist. Sie sagen, das läuft auf 60 FPS auf einer PS5. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Geralt keinen Gastauftritt hat. In irgendeiner Weise. Das wird nur 3-mal verschoben. Sobald das Spiel einmal verschoben wird, wissen wir alle, was geschlagen hat. Dann kriegen wir Cyberpunk. Tech-Demo immer beeindruckend, wie schon mal erwähnt. Der Tracks auf der PS1 war auch bahnbrechend. ja, ich möchte nur bitte mit Vorsicht walten und mich wundert, dass noch kein Pre-Order-Button drücken ist. Das wundert mich.
Aber ein bisschen komisch kommt mir der ganze Trailer und selber spielen und so weiter und so fort. Kommt's mir schon vor. Und GTA 6, die Verschieberei, die wird nicht gut, GTA 6 wird zum Start nicht gut wegkommen. Das garantiere ich. Das garantiere ich dir. Das ist fast vorprogrammiert. Im nächsten Trailer kommt erstmal DLC-Roadmap. Das ist richtig. Und der Ingame-Shop. Und der Multiplayer. Und der MMO-Ansatz. Und das Handyspiel dazu. Es ist 10 nach 10. Und Gwent 2. Das war das Einzige, was ich in Witcher 3 nicht gespielt habe. Ansonsten habe ich in dem Spiel 100%. Das war das letzte Spiel, das ich auf 100% gespielt habe. Oder eigentlich auch eines der wenigen überhaupt, die ich auf 100% gespielt habe. Außer die Gwent-Sachen. Das hat mir einfach nicht Zeit, überhaupt nicht. Witcher 4 vor Elder Scrolls 6. Ja, natürlich. Sie sagen, sie sagen 2026 kommt. Also kommt spätestens 27. Das ist in 2 Jahren. Und vor Elder Scrolls 6 habe ich noch nicht einmal irgendwas gehört, außer den Trailer 2018. Der so nichts sagen, die ist mir noch gerade irgendwas. Fährt irgendeine Kamera über irgendwelche Steine drüber und dann steht dort ein Elder Scrolls 6. Wow. Und man denkt, okay, ist mir geil, sie arbeiten drauf, passt. Das war vor 7 Jahren. Leck mir am Arsch. Gwent ist super, haben wir sogar extra nach Witcher 3 noch gespielt. Ja, warum auch nicht? Also gibt es viele Leute, denen das taugt. Warum nicht? Jetzt bestell es doch vor! Ich habe mich muss morgen meine Bachelorarbeit verteidigen. Frau Lea, hauen Sie sich hinein und was ich jetzt tue, ich hau mich auch hinein. Und so schnell geht's! Zack, und 10 nach 10 ist. Und eigentlich frage ich mich, was zur verfickten Hölle haben wir jetzt eigentlich da? Wir haben uns über Glamour unterhalten. Wir haben uns alte Schupferbrunzen angeschaut, wie es noch jung waren und wie es alt waren. Dann haben wir, wo jetzt selbst schreibt, das ist jetzt schon 7 Jahre her. Der Trailer, das war auf der E3 2018, ja. Der Elder Scrolls 6. Da haben sie dann, glaube ich, auch Fallout 76 vorgestellt. Und vorher wollten sie die Spieler wahrscheinlich beruhigen, indem sie Elder Scrolls 6 einen Trailer hergezeigt haben. Da bin ich gespannt. Das Elder Scrolls 6 wird auch so ein geiler Fail, das bloß noch schäber. Das wird noch schlimmer wie Starfield. Mark my words. Es wird noch schlimmer als Starfield. Na, wird's nicht, weil sie haben ja eigentlich brauchen sie bloß Skyrim 2 bauen. Nimm den Umfang von Skyrim, gib mir eine neue Grafik und jeder Vollidiot kauft's. Aber gut. Der tolle TE6-Trailer, wo du nur einen Berg gesehen hast, sonst nichts. Ja, genau. Wie gilt das eigentlich mit dem den XL? Herr Jason Walker, da sind so viele Fehler in dem Satz drin, ich habe keine Ahnung, was du möchtest von mir. Wir gehen jetzt ins Bett! Meine Damen und Herren, morgen prügelt man noch schnell einen Tag durch und dann, da die sagen, haben wir Urlaub einmal eine Woche. Zeit ist so, hat er bloß ein halbes Jahr dauert. Und das halbe Jahr ist dermaßen schnell vergangen, dass ich einen Vogel kriege. Wow! Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß. Plätschmerz ist immer lustig, da können wir immer auf lustige neue Sachen irgendwie besänfen. Macht einfach Spaß, ob ich es gut mache oder nicht. Lasse das mich in den Kommentaren wissen. Drücke jetzt oft auf Pause, ich mache das auch relativ selten. Ist es fair auf Pause drücken, labere die 2 dazwischen oder wir können nicht einfach bloß ein Video schauen. Das kann ja jeder für sich allein daheim auch tun. Das muss man vielleicht auch beachten. Aber ja. Was der Biber geschrieben hat, das findet man dann im neuen Format Birgers Trash Talk. Trash Talk? Was nicht? Das findet man dann schon irgendwann raus. Ich bedanke mich ganz furchtbar herzlich bei allen beim Zugucken. Smash der Like-Button, Kuss auf die Nuss. Sauber bleiben, wir sehen uns nächste Woche nicht. Nächste Woche habe ich Urlaub und da werde ich auch nicht streamen. Wir sehen uns dann am Montag in einer Woche wieder. Was wir da tun, schreibe ich euch am Sonntag in einer Woche ins Discord, weil da noch nicht drin ist, reingehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Schöne Grüße an die Mods, Trüffel F in den Chat hinein für die Moderatoren. Kuss auf die Nuss, merci. Wir sehen uns. Ich bin natürlich im Discord und so werde ich wahrscheinlich umeinander hocken, aber ich versuche mich vom PC ein bisschen fernzuhalten, außer wieder ist es hier eine Kotze-Scheiße, dann baue ich an nichts weiter. Hashtag Windelhändel. Wir gehen jetzt ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Dann ein paar Leute haben, glaube ich, wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, was da los war. Fixletten, Leute! Kuss auf die Nuss. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die alten Mitgliedschaften und Resubs. Und jetzt schleiche ich euch davon. Ich wünsche euch was. Ich wünsche mir selber was. Einen guten Rutsch in 30er. Schleicht euch. Hobby!
Und dann ist schon wieder Sommerpause. 6 Wochen danach. Es ist so utopisch, Alter. War mir ein Fest. What? Scheiße in die Kamera halten. Haschpflanze! Tschüss!